Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Hallo, ja, Perle, danke schön. Das sind richtige Wussigs, weil die fickten Was hat er gesagt? Wussigs. Die Stecker hier, gell, Bro? Die, wenn du die nicht richtig rein tust, ja immer Problem, Wackelkontakt. Bist du ein Habubti? Bro, ich bin Haupttunes. Heb Ich habe ihn Fresse! gefragt, ich so, ist der Bre Mischling? Frag, was du wirklich gefragt hast. Ich so, ist der richtig kennen? Nein. Nein. Frag, was du wirklich gefragt hast. Wort für Wort kann ich wirklich nicht sagen. Ich kann es ganz genau sagen. Dann sag du. Du musst nur noch sagen, was für ein Land du gesagt hast. Nicht sagen, kenn ich. Ich so, Bro, ist ein halber Thailänder. Ja. Ah, das ist krass. Das ist krass. Ja, aber wir haben das Video angeschaut, wo so, das war einfach meine erste Reaktion gewesen. Aber ich habe gewusst, ich so, Bro, der hat doch etwas Ausländisches in sich. Nein, ich bin Haupttunes. Also der Vater in dem Fall, oder? Ja, genau. Ja, Von wo? Unser Coiffeur ist auch Tunis. Bro, ich kenne meinen Vater nicht. Aha. Ja, darum Oh, sorry. Schocker. Das sind schon zwei Leute. Ja, darum. Sorry, Jungs. Ich habe keinen Lauf. Oder vielleicht kann ich mich einfach zu Ich bin Wort wegen fühlen. zwei Sachen gelacht. Ich bin einerseits wegen ihm gelacht. Und wegen allem, was ich gesagt habe, egal. Hey, Steve Merson, Abi, ja? Der Bre. Okay. Also, erstmal, was? Hat schon angefangen? Ja, Ja, ist klar, Bro. Ich kann. Aha, Also, okay. warte mal schon. Ich dachte, das kommt so... Ich höre das Intro ja gar nicht, stimmt. Nein. Das wäre hart gewesen, wenn wir so das Intro miteinander gehört und dann sagst du so «Also» und dann fangen wir wie so an. Können wir auch machen, Dutsch? Also, wir haben es nicht drauf, aber ich kann es für dich singen. Okay, sing. Ey, Leute, Oh mein Gott, ist das mich Berlin? hängt jetzt mal ein bisschen, ihr seid gar nicht so cool. Ja, das ist kurz und mündig. Was geht ab, meine Freunde? Was hat er? Jello Abderrahim, kurz und bündig. Bruder, ich habe Termin. Nein, Info kommt noch. Ah, ihr heißt kurz und bündig. Ja, stimmt. verstehe. Ja, Bruder. Ja, Bruder, was sagst du so? Ja. Nein. Okay. Das ist kurz und bündig, Morg. Ey, also erstmal hängt, das ist meine Mutter, die lacht. Das ist meine Mutter auch. Ja, stimmt, ja. Erzähl. Okay, crazy. Ich finde, ist es wirklich deine Mom? Das ist mega geil. Weil ich habe mich immer gefragt... Chill ein bisschen vor der Nein, nicht in dem Was für Sinn. Wörter auf der Wow, Brust. sorry. Also weißt Ich habe heute beim Herkommen... die Hälfte von dir, die nicht tun, ist kassiert. Ja, ich weiß. Ja, beim Hergehen habe ich schnell so eine Podcast-Folge reingelassen und das Intro gelassen. Scheiß die Grade. Und habe mich gefragt, wer echt das ist. Weil ich habe zuerst gemeint, es ist... fuck, ich sage jetzt wahrscheinlich den Namen falsch. Zisa. Ja, das ist richtig gesagt, Bro. Zisa, ja. Zisa. Ich habe gedacht, das ist sie. Und ich so, nein, Bro, irgendwie stimmt das schon nicht so. Aber guter Input, ja. Ja. She ja. ate. Ist sie eigentlich Influencerin oder ist sie einfach bekannt wegen diesen paar Memes? Sie sieht sich als Influencerin selber. Macht sie so ein Bag mit dem? Ey, also sie ist mit jemandem unterwegs, wo ihr Manager ist. Und er macht den Bag. Ey, er schaut, dass alle in den Bag machen. Okay, Sagen wir es so, okay. auf höflich gesagt. Egal. Aber ja, es machen sicher Leute den Bag. Und auf jeden Fall, ja, sie lebt von dem. Also sie, Ja, sie- und sie- wenn jetzt das ein Standard-Manager Also ich komme, sorry. Cut ist von 20% und er lebt anscheinend gut, dann muss sie anscheinend den Bag machen. Ja, definitiv. Genau. Nein, easy. Ich wollte fragen, darf man fragen, so Nein. die tunesische Wurzeln? Wo, also weißt du genau wo, oder ist das so das Bro, Thema, wo keine Ahnung. Keine Ahnung, Nein, okay. wirklich nicht. Also, Ich habe keine Plan. Also ich habe noch nie gesehen, weiß nicht mal wirklich den Namen. Okay. Bro, Hanks. Nein, ich habe nicht, Bro. Hanks. Nein, Lieb cool, Bro. Wir sind Bro, wenn jemand das versteht am besten... Es ist außer Low. Nein, Bro, so Sachen, wir müssen nicht Respekt aus der Frage, aber es geht mehr so darum, es ist so ein Gebiet, wo jetzt zum Beispiel du sagst, Bro, ich weiß nichts von meinem Vater zum Beispiel. Dann mich in Sachen wundern, aber ich weiß nicht, was zum Beispiel
okay ist und nicht. Und ich versuche es einfach anständig verpacken, aber dann sehe ich das dann mal so. Was? Nicht? Frag, was du willst. Ja, alles cool, Bro. Das Wir sind alles ist einfach so meine Frage, wenn du weißt, ob du, also von wo deine Wurzeln in Tunesien sind Nein, zum Beispiel. kein Plan. So, Djerba. Vielleicht, I don't know. Tunis. Tunis. Krass. Hast du auch nie Interesse gehabt, um auf Tunesien zu gehen? Hey, nein, irgendwie nicht. Gell, das Ding ist halt, ich glaube, so, wenn du mit dem aufwachst, ist es so normal, dass es dich wie nicht juckt. Jackie. Ja, wenn es einfach nicht hast im Leben, wenn es ja. Ja, voll. Aber ich spüre schon auch, eben, dass mich die Kultur sehr fasziniert. Aha. Ja. Und das kann ich wie nicht erklären, wieso. Ja. Aber ja, ich hatte noch nie den Drang auf Tunesien jetzt. Geil. Nice. Tunesische, arabische Sound, verstehst du ein bisschen zu dem? Rosisch oder? Nein, eigentlich nicht wirklich. Okay. Brauche ich auch nur 4-5 arabische Lieder, alles cool. Also, Ja, die ganze Welt kennt wahrscheinlich, und mir nicht. probably be the same. Geil. Viele Leute Nein, sind ein bisschen zu echt zu mir. Okay, der passt auch. Viele Leute. Geil. Einfach mal... Kennst du den? Natürlich, Bro. Nein, Ich morgen am 11 Uhr muss meine... Ich ist laut am Mikro. krass. Slangt mit euch! Ja, auf jeden Fall, Bro, ich bin ein riesen Fan. Bro, Von wem bist du ein dieses Riesenfan? Herd von Kendrick Lamar. Vom Eduardo Balthazar. Nein. Nein, es Ich kann mir eine Eduardo- Überleitung machen zu, weißt du, ein Kapitel machen, so, wer ist EDB? Das Check. ist gut. Sagst du EDB? Wahrscheinlich in dem Fall Das falsch. ist EDB, Bro. EDB, Bro. Get the grip, man. Edibles. Get a grip. Edibles ist auch gut. Edibles ist geil. Edibles ist krass. Ja. Oder Edward's Dancing Band. Edibles ist besser. Ja, okay. Du. Edibles. Also, das Ding ist, Bro, wenn ich. Jetzt haben wir gerade vorher erfahren, eben, Leute fragen immer, was EDB heißt und so weiter. Ja. Und ich habe gedacht, das kann mir auch Google heutzutage, finde ich alles raus. Und wo ich die Namen gegoogelt habe, was das könnte bedeuten, kommt folgendes. Natürlich ist nicht das, aber es kommt folgendes. Einen kurzen Moment. EDB. Oh shit, ich habe keinen Printscreen gemacht, sorry. Ja. Ich habe gedacht, ich habe einen Printscreen gemacht. Ich weiß auch nicht, irgendeinen Knopf müsste sie haben für das. So, EDB ist die Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH. Ja, das habe ich eben auch schon gelesen. Das ist sehr lustig. Ist so, aber ist geil. Also von dort habe ich so. Mach einmal so bitte, Cam, dass wir Illuminati confirmed haben. Geil. Aber dein Name ist Eddie. Ja, voll. Bist du sicher? Ja. Weißt du, was dein Vater dir für einen Namen gegeben hat? Oder? Abdul Rahman. Nein. Mustafa. Nein, ich Krass. weiß es Ja, nicht. ist das, wie hat das ehemalige Koffer geheißen in Winti? Weißt du nicht mehr, Bro. Bro, Krass. wenn du das hörst, Bro, ich wohne nicht mehr in. Wegen dem komme ich nicht zu dir. Krass. Bei ihm, ich habe gesagt, er ist in Zürich, ich bin auch woanders, es tut mir mega leid. Ich wollte gar nicht mehr weiter darüber reden. Das hat mich gerade so Bro, traurig es- gemacht, dass du es nicht weißt. Wie du es selber einfach nicht weißt, du Missgeburt. Ja, dann sag doch. Krass. Dann sag doch, wie der Bruder heißt. Wie heißt unser tunesischer Coiffeur Bre? Das ist eine wilde Geschichte. Also wild. Bro, Coiffeur heißt Nevros. Nevros ist das Neujahrsfest, wo. Du weißt ja doch, wie er heißt. Nein, Coiffeur heißt Der das. Laden. Aha, Der Laden heißt so, aha, aber aha. in der Regel, weißt du, zum Beispiel Coiffeur Rouge, auch so kurdische Namen, weißt du, wo in der Regel so sagst, okay, kurdischer Coiffeur. Ich gehe rein, ich fange mit denen reden, ich versuche es einfach Wörter auf Kurdisch, also, nein, Bro, das ist kein kurdischer Laden. Ich so, wegen, also ich bin Tunesier. Der Bre hat einfach 1 plus 1 zusammengezählt. Also ich mache einen kurdischen Coiffeur, wie jeder geht zum Kurd, aber ich bin kein Kurd. Aber er ist aber nicht der Chef. Er ist Ja, der Geschäftsführer. Er ist Franchise-Führer quasi. Genau. Bro, ich bin ganz ehrlich, ich habe es vergessen. Ja, ich Aber- will ein Gaslighter, du aber, bist. aber eigentlich, ich weiß es sehr gut. Etwas mit M nicht. Ich bin mir eben gerade nicht mehr sicher. Ach, egal, ist Egal, nicht wichtig. Viel egal. geile sich. Ich bin mal in Tunesien in der Ferien. Schön. Frag mal mit wem. Hat es dir gefallen? Was hast du gesagt? Frag mal mit wem, Bro. Mit wem? Mit meinem Vater. Ja, ist doch gut. Ja, sorry. Ist doch super. Nein, easy, komm. Hör mal auf mit dem Witz. Erstmal, I'm a Survivor. So, ich weiß, wie das ist. Darum, we good. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, so, du, willst Ja. nicht, du möchtest nicht, dass die Leute wissen, wieso EDB. Ja, nee, das sollte ich nicht. Ja. Aber es ist ja irgendwie naheliegend, dass es mit Eddie. Maybe. Krass. Vielleicht aber auch Elektronikgeschäft. Krass. Das kann Das natürlich kann auch. alles sein, Bro. Es hat nichts mit Edit zu tun. Das ist das Einzige, was ich sage. Krass. Ui. Krass. Und es hat also EDB gibt es seit ich 14 bin. Die Person, EDB. Ja, einfach der Die Name. künstlerische Person, Aha. okay. Mhm. okay. Ja. Krass. Du bist jetzt 21. 22. 22, alles Gute noch, natürlich, Bro. Bro, ist August gewesen, aber danke. Shit, Bro. Shit. Sorry. Aber ja, das heisst 8 Jahre
Also bist du schon seit 14 in dem Fall am Musik machen, Bro? Ja, das ist ja, also Musik machen, einfach mit 14 ich glaube so angefangen oder das Gefühl gehabt, ich wollte jetzt Musik machen, so mit Namen und so und cool sein und so. Okay, also, okay. Krass. Ey, Bro, ich habe gedacht, jetzt machst du das auf, weil er kennt dich. Ja. 10 von 10. Er ist auch Fan von dir. Und du bist auch schon bei meiner Timeline auftaucht, wie wahrscheinlich bei vielen anderen von der Schweiz auch. Und für die Leute, die zum Beispiel jetzt einfach zum ersten Mal so hören und wer ist EDB, wir haben ja meistens immer so Leute aus der Rap-Szene oder ähnliches. Oder also abgesehen von Freezy jetzt zum Beispiel. Freezy ist jetzt nicht unbedingt nur, oder? Schon auch, Okay, dann von nichts sorry. Kannst du mal erzählen, Bro, was würdest du sagen, was bist du für eine Art von Musiker? Oder ich mach's. Mit Oder du dem, machst- was ich denke. Voll, geile Idee. Ja, Du mach, kannst sagen, Du was kannst sagen, stimmt und Fresse was oder- nicht. Du mir das Wort abstellen, ist gut. Sorry. Also ich würde sagen, du bist Indie-Punk. Spaß. Indie-Pop. Ja. Was sehr geil ist. Du und Hecht. Sorry. Ich bin auch Bro, du musst ja nicht Nein, erzählen, Bro. aber so musst Nein, du... warte mal. Ich find auch, Hecht Also, hat coole Songs. Probably bin ich eigentlich wie Hecht. Einfach wirklich also jetzt mal so Spaß beiseite, Bro, du machst wirklich gute Musik. Ich küsse dich sehr. So. Kranke Stimme, ja. Also wirklich. Und ich meine, das du eine fickst sicher ist viel, man. Ja. 100%. Das eine ist gute Stimme haben und Ja. das andere ist einfach auch ein gewisses Verständnis haben für ich sage jetzt mal, die Musiktheorie. Ja, Jackie. So. Und ich glaube, man kann ganz sicher davon ausgehen, dass anhand von deiner Musik, wo ich von dir höre, dass du einfach draus kommst. So, oder dass du Gedanken machst. So, Props. That's what I'm saying, bro. Geiler Sound, So Punkt. ist es. Auch geile Videos, ganz Genau. klar. Auch da, man muss halt auch sagen, du hast ein riesiges Team, Bro. Du hast den Annel und den Moritz, wo die Shoutout. kränksten Visuals machen, Bro. Ja, Bro, ist das, echt crazy. ich glaube, es scheitert meistens an dem, dass wenn Leute in etwas gut sind und sie wollen etwas machen, dass einfach sie sagen, das, was ich gut kann, also meine Stimme in dem verlangen. Nein. Aber sagen wir eben, er hätte das jetzt in einem halb so professionellen Video verpackt, wäre es, glaube ich, hure schade ums Talent und um seine Stimme. Ich finde, du kannst darüber diskutieren, weil in den letzten paar Jahren, ich sage jetzt mal TikTok und die ganze Musikindustrie an sich hat sich so stark verändert. Ja, dass- mega. Aber ich glaube wie trotzdem, dass der visuelle Aspekt von einem Musiker da ist, schon auch wichtig ist. 100%. Also weißt, wenn du schon keine High-Budget-Videos machst, eine gewisse Ästhetik muss sich wieder durch dein Feed durchziehen und durch deine ganze Legacy. So. 100%. Und eben, ich finde, also viele Musikerinnen heutzutage machen anstatt das 3-Minuten-Video oder 2-Minuten-Video nur noch so 5 mal 10 Sekunden Reels. So. Das ist ein bisschen die neue Schiene, die viele Musikerinnen fahren. Aber eben, du hast angesprochen, also einerseits, okay, Low Budget, aber eben, du hast trotzdem Leute in deinem Team. Also ich weiß nicht, was du ihnen zahlst, ich muss auch nicht sagen, aber ich sage jetzt mal. Kombinieren. Ja, aber weißt du, ich meine, ein Annel und ein Moritz sind einfach zwei fucking Bro, Riestalente. zu krass. So, also zu weißt krass. ich nehme an, egal was du zahlst, ist jeder Rappen wert. Ja, Punkt. absolut. Voll. Und es ist mega geil, die Visuals sind etwas, was mich von Tag 1 angepackt hat. Aber auch dein Sound, es ist absolut etwas ich würde jetzt eben sagen, das ist so, und das ist überhaupt nicht wertend, weil zum Beispiel ich liebe es, aber es ist für mich oftmals so ein Sound, den ich von vielen, ich sage jetzt mal, deutschen Popkünstlern höre, die hure durchstarten. Weißt? Und ich finde, es braucht Mut, um zu sagen, ich mache das in der Schweiz. Wie heisst das? Noch kurz, du hast eine Story gemacht letzte, von uns, wo wir da eine Doppelfolge aufgenommen haben. Noch Ja. hast du einen Sound reingefixt. Aha. Wie heisst die? Wie hat der Dude geheißen? Er geht voll um Er geht jetzt momentan. gerade voll ab, ja, stimmt. Es hat, also, ich Ich weiß, bin zart, Mann. Ja, Ja. Zartmann, genau. Ja. wie stehst du zu ihm? Darf ich dich mit ihm vergleichen oder ist das respektlos? Bro, finde ich tough, ja. Finde ich krass. Hey, es ist lustig, das ist, also es ist nicht eine bewusste Entscheidung gewesen, dass ich in die Sparte reinlaufe mit meiner Musik, sondern das hat sich wirklich parallel entwickelt und es ist wie hure geil, dass der Sound jetzt gerade wie mega funktioniert. Hast du in dem Fall nicht von Anfang an mit dem Sound angefangen? Bist du... Bro, ja, heavy gerappt früher. Hey, Fresse! Ja, ganz schlimm. Wir haben einen Beat parat, nicht, dass du es freestylen musst, aber krass, Nein, krass. Aber ja, Krass. erzähl mal ein bisschen, weil was ich jetzt noch weiss, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe dich vor 2 Jahren auf Twitter gesehen. Mhm.
Und Ah, weißt du ja? vielleicht gar nicht, dass ich von dort schon weiss, wer du bist. Das kann gut sein. Und in Sendung auf Twitter gesehen, du bist noch nicht gross, hast noch nicht gross gepostet. Nein. Aber ich habe gewusst, so, okay, das ist jemand. Und dann bin ich ein halbes Jahr von Twitter weggesteppt und auf einmal sehe ich dich in den Charts, Bro. That's what's up, man. Und ich meine, wir reden von, wie gesagt, du bist 22 jetzt. Ich habe das Gefühl, oder ist das Gefühl, du machst Musik seit einem Jahr. Also das ist so das, wo aus einer Konsumsicht. Das ist schon krass, ja. Und du hast an der Reeperbahn gespielt. Yeah. Winterthurer Musikfestwoche. Yeah. Ui. SRF Radio-Shows, was Talent of the Year war, oder was ist das? Nein, ich bin jetzt einfach Best Talent von diesem Monat. Februar. Best Talent, genau. Au. Fucking, was in Berlin, in Deutschland hast du auch irgendwelche Gigs gehabt, oder? Ja, Reeperbahn ist Reeperbahn, Hamburg, ja. Wie ist das entstanden, Bro? Mit Hamburg? Einfach ein Schweizer Bucht in Hamburg? Das war letztes Jahr M for Music, gewesen. Das ist ja jedes Jahr in Zürich. Das ist so ein Showcase-Festival. Weißt du, was ein Showcase-Festival ist? Nein, zum Glück hast du gefragt. Danke, Bro. Ich habe einfach genickt. Es ist einfach so ein Festival, wo wie die ganze Musikindustrie zusammenkommt, von Europa zum Teil und so. Und man wie Talents oder eben Artists bookt, wo man wie vorstellen. Und das ist mega geil als Artist, weil halt, wenn du dort spielst und du eine gute Performance herlegst, dann kannst du das sicher was? Also Universal, Sony und so schicken auch so also weit, ich oder? glaube, es ist schon, Gadget hat schon sehr fest sehr viel, ja. Aber Aber zum Beispiel das Reeperbahn Festival ist ja auch ein Showcase-Festival. Ja. Und wegen, es ist witzig, weil eben am M for Music habe ich wie gespielt. Das war ja meine zweite Show in meinem ganzen Leben gewesen. Und ja, das war mega crazy gewesen. Und nachdem, also sagen wie die Bookers vom Reeperbahn Festival mir zugeschaut, nachher haben sie gesagt, ja, let's do it. Crazy. Nachher ein bisschen getagt und dann hat es geheißen, ich spiele das Reeperbahn Festival. Crazy. Du gibst hure Vibes von einem Industry Plant, Bro. Das ist voll, weißt, mittlerweile ist das völlig easy. Früher hat mich, am Anfang hat mich das ein bisschen genervt. Auch, Industry Plant, ist das so? So Leute, die nichts können, aber nur wegen der Industrie jetzt gross sind. Das würde ich so nicht sagen. Industry Plant, meiner Meinung nach, es ist natürlich ein sehr negativ behafteter Begriff, aber das heißt eigentlich so viel wie die Industrie hat ihn wie so pflanzt. Ah, so wie so, wir haben dich gefunden und jetzt tun wir dich wie so künstlich pushen. Ja, künstlich pushen, halt im Sinne von, du musst dir vorstellen, es gibt MusikerInnen, die seit vielleicht, und ich bin jetzt extra ein bisschen kritisch, Bro, die vielleicht seit 8 Jahren Ist das Musik so machen. ein Fall? Ehrlicherweise nein. Weil ich höre das hure viel. In so einem ist das die Szenario. Person, die ich denke? Kannst du mal auf ein Bild drucken, dass es richtig sind? Die Person wäre es gern. Ja, also nein. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also nur will ich halt einfach. Es könnte auch Nur pauschale zum Hate sein, kurz oder? etwas sagen. Ja. Es gibt keine Industry Plans in der Schweiz. Ja, genau. Also ja. das ist nicht okay. möglich. Wir können hier nicht forcen. Da ist zu wenig Budget und der Markt ist viel zu klein und hier die Leute hier sind mega speziell, was sie geil finden und was nicht. Aber in Amerika gibt es das definitiv und auf den grossen Märkten gibt es das definitiv, dass man Leute wie, also blöd gesagt, Justin Bieber ist auch mega Industry-Plan gewesen, weil der hat man einfach auf der Straße zusammengegabelt und hat gesehen, wir machen einen Popstar aus dir. Genau. So. Okay, okay. Genau, und wie soll ich das so sagen? Und das ist jetzt extra ein kritischer Ding und auch ein bisschen negativ behaftet. Ich wollte so sagen, Bro, von einem Jahr, wieso? Es gibt Leute, die machen seit 10 Jahren Musik. So, weißt und fucking du bist am Climben, Bro. Und es hat sehr viel, 100% damit zu tun, was für eine geile Musik du machst. Ich bin ein riesen Fan, nochmal. Aber ich meine, du machst ja die richtigen Steps. Also du hast Visuals, die krank sind, du hast Support aus der Industrie im Sinn von Bro, Feature mit Manilio und Luke im ersten Jahr, wo du Musik machst. Und eben Gadget, du hast einen Plattvertrag. Ja. Wo? Sony. Crazy. Ja. Crazy. Aber eben, ich meine, und nachher und darum habe ich gesagt, so, du gibst mir Vibes von Industry Plant, weil du bist einfach am Climben, Bro. Ja, aber ist das nicht eher, weißt du, so aus der Sicht von einem Konsument, weil heutzutage ist für dich erst etwas oder relevant, wenn sie auf dem Social Media Feed auftaucht. Aber eben genau, aber wenn jemand zum Beispiel seit 14 etwas macht und das halt einfach vielleicht nicht so einen Output gehabt hat oder nicht so Wert drauf gelegt hat, wird das wie so aberkannt wegen dem. Vielleicht. Ich finde, Industry Plant völlig in Ordnung, solange man nicht der Hustle abreden mit dem. Weil der Hustle ist genau gleich. Also weißt du, es ist nicht, dass ich jetzt weniger geschafft habe.
Nein, das würde ich auch nie behaupten. Ich glaube, es hat trotzdem sehr viel auch mit Push und Glück zu tun, muss man Ja, auch sagen. Also kein safe. Mensch will. Das Ding ist eben, wenn, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, egal in welcher Branche in der Kunst du das würdest anschauen, wenn jetzt Talent und Disziplin von mir aus allein würde lange, wären so viele Menschen nicht berühmt und so viele Menschen berühmt, die es verdienen. Das ist safe, ja. So, weißt. Aber ja, sorry, es hat jetzt mehr Raum eingenommen, als es hätte sollen. Es war wirklich nur ein dummer Spruch gewesen. So, aber es nimmt mich trotzdem wunder, aus deiner Sicht, erzähl mal so ein bisschen. Also, eben, du hast Songs wie Gucci-Schuhe, Punkrock, Ja. Butterkuchen. Ja. Sind jetzt natürlich so die meistgelosten, kann man glaube sagen. Ja. Insane. So, was läuft, Bro? Wie ist das Leben? Bro, mittlerweile wohne ich Goldküste beim See. Es ist wirklich hart. Ich habe einen Stress heute. Bro, wir rauchen. Ball in hard, Bro. Bro, morgen haben wir Stumpen zusammen smoken. Ist geil. Cognac. Leben ist gut, schmeckt super. Geil. Ich habe vorher noch ein paar Ostern gefressen. Geil, mal, ruf nächstes Mal. Bro, nein, ich bin ja noch nicht so reich, dass ich ausgeben kann. Ah, checky. Geil. Nein, erzähl ein bisschen, wie das gekommen ist. Also ich meine, du hast gesagt, du bist ein bisschen reingefallen, jetzt haben wir dir die ganze Zeit reingeschwätzt, so Ja. nimm mal das Mic und erzähl mal ein bisschen bitte. Also, schau, ich glaube, Musik ist schon immer ein hohes Thema bei mir gewesen. Als kleiner Guy Cello gespielt. Das hast du so zwischen den Beinen. Bro, wir hatten eine Diskussion gehabt, wo ich habe mega lange seinen Namen fast ausgesprochen. Die haben gesagt, du sprichst aus wie das von dem Rapper, du sprichst aus wie das Instrument, aber ja. Hast du aber das Instrument kennt? Ja. Okay, dann hat es etwas gebracht. Genau. Und irgendwann habe ich das einfach nicht mehr geil gefunden, weil ich das Ding von nach Noten spielen einfach nicht geil gefunden. Ich habe mich schon gefragt, Alter, der Scheiß hat Mozart gemacht, warum muss ich das nachher spielen? So, weißt? Und dann habe ich mit dem aufgehört und Gott sei Dank hat nachher die Menschheit Internet und schnelles Internet erfunden. Habe ich mir Gitarre mit dem beigebracht und nachher habe ich irgendwann rumgesearcht und herausgefunden, man kann im Fall Musik auch selber machen, ohne dass man muss mega viel Geld haben und ins Studio gehen und weiss Gott was. Und nachher habe ich mir aus angespartem Geld so ein kleines Interface gekauft und so ein kleines Mic. Dann habe ich angefangen, daheim Musik zu machen, in meinem Zimmer. Und das habe ich wirklich von 14 bis 21 gemacht, nur in meinem Zimmer. Und woher hast du den Biss gehabt, um nicht zu releasen? Sachen? Hey, ich habe einmal mal 2 Songs released. Ich glaube so 2020 oder so. Einfach weil ich das Gefühl habe von etwas ist draussen. Und ich wollte schauen, wie es so aussieht, wenn man etwas auf Spotify hat und so. Das habe ich aber dann auch wieder gelöscht. Ich habe einfach gemerkt, dass es noch nicht genug gut ist, weißt du? So. Ich habe wie andere Musik konsumiert und immer das Gefühl gehabt, das ist besser als das, was ich mache. Und ich finde, solange man das Gefühl hat, muss man seine Songs nicht rausgeben. Also gehst du davon aus, dass deine Musik jetzt echt die beste ist, was es gibt? Bro, ja, tendenziell ja. Also im Sinne von, ich konsumiere ja meine Musik selber jetzt nicht mehr so on a daily, sondern ich höre andere Artists, die ich auch hart finde. So. Aber in dem Moment, wo ich mich entscheide, dass der Song rauskommt, bin ich überzeugt, der Song ist so speziell und ist etwas Uniques. Vielleicht nicht mal der Beste, wer sagt schon, was gut ist in der Musik. So. Aber es ist halt unique und es ist wie der beste Song. Darum muss er jetzt raus. Also ich habe es dir auf dem Weg zum Gurten schon gesagt, ich sage es dir nochmal so, für mich ist deine Musik etwas vom Hardesten, was seit langem aus der Schweiz kommt. So. Ich küsse dein Herz. Es ist halt auch mega mein Sound, den ich feiere, so, ich glaube. Also, da gehen die Geschmäcker sehr auseinander, aber es ist crazy und es ist halt auch, Bro, du hast mega viel Musik, wo bewusst irgendwie ungeschliffen ist. Also wenn ich so deine eben, wenn man jetzt von Musiktheorie redet, so, weißt, es ist vieles so unfertig, aber irgendwie auch mega hard und ich frage mich einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn man von Erfahrung redet, oder ich sage nochmal, du bist jetzt eben 23, du machst, 22, du machst seit ein paar Jahren Musik, aber ich meine, du kannst, also weißt, für mich ist es so, wie kann man das haben, das Wissen? Also, Internet, Bro. Das ist crazy. Aber ja, dann einfach hure viel Musik in meinem Zimmer gemacht und ich habe einfach alles, was ich gewusst habe, durch Internet gelernt. So. Und ich habe nachher irgendwann gecheckt,
es gibt kein richtig oder falsch, sondern wenn es gut tönt, tönt es einfach gut. Weißt, und dann ist es egal, ob jetzt der Mix stimmt oder ob da eine Frequenz ist, die stört. Wenn ich es geil finde, dann ist es geil. So. Crazy. Krass. Bro, mich nimmt es vorher Wunder, ich wollte schon ein paar Minuten die Frage stellen, obwohl wir jetzt ein paar Minuten am Aufnehmen sind. Du hast gesagt, du bist Hardcore, also du bist ein Rapper gewesen. Bro, was heisst Hardcore? Ich habe einfach gerappt. Du hast gerappt und ist das eben... Auf so J. Cole-Type Beats. Crazy. Ohne Scheiß. Ja. Und ist das eben, hat das auch so mit 14 angefangen, ist das? Oder ist das so mit 14 der Bruch? Oder Das ist so mit 14. Der Bruch ist wirklich so mit so 18 oder so gekommen. Darf ich fragen, wieso? Bro, ich habe einfach das Gefühl, ich bin zu gut. Ja, also deine Stimme ist besser aufgehoben zum Beispiel, ja. Nein, einfach das Gefühl, ich rappe zu gut. Das wäre wie gemein, wenn... Wenn du jetzt anfängst rappen und alle fixen. Alles kleine Maniacs da draußen. Alter, er schickt mich. Bro, okay. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach, weil ich dann plötzlich andere Musik konsumiert habe. Und durch das habe ich wie einen neuen Horizont gehabt, was alles möglich ist. Und dann habe ich wie gemerkt, eigentlich, ich kann ja sogar noch ein bisschen singen. Und nachher ist wie die Möglichkeiten aufgegangen, weißt. Also hat es einfach eine Band oder einen Sänger oder eine Sängerin, die so ein bisschen den Anstoß gegeben hat bei dir? Ich habe Die Hard Mac Miller gelost. Crazy. Geil, Und nachher eben mit so 14 bin ich ultra crazy, so Trap-Schreives reingekriegt mit Chief Keef Der Gute. und Kodak Black habe ich sehr viel gelost. Ja. Und nachher ist so Soundcloud-Zeit gekommen mit Playboy Cardi und all dem Shit. Wirklich? Ja. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es ein Altersding ist, aber bei mir hört es so wie Kodak auf. So, ich glaube, Playboy Cardi hat auch mal nachher ein Album rausgebracht, wo er so Pink Floyd und so gesampelt hat, Ja, wo auch hard war. So. Ja. Aber der Rest, Bro, ich kann es mir nicht geben. ja, das ist auch mega fair, wenn das nicht dein Geschmack ist. Also Ja, es, schon, es ist wie so für mich auf einem, also weißt du, so auf einem Level, wirklich so wie so ein 60-Jähriger sagt so, hör mal auf mit dieser Musik. Ja, aber Bro, das ist halt einfach no die Musikgeschmack. Ja, das ist Ich finde es crazy. halt schon noch sehr geil. Crazy. Immer noch. Auf jeden Fall habe ich dann eben ultra viel so Stuff gelost. Und nachher habe ich irgendwo so, ich weiß gar nicht mehr genau wann oder wie, aber ich habe so eine Band, die heißt Twin Peaks entdeckt. Es gibt eine gleichnamige Serie, aber das hat nichts mit dem zu tun. Mhm. Und die macht so wirklich nicht trashy, aber einfach so Indie-Rock. Und eben dort es tönt einfach immer unfertig. Also es ist immer so, es sind nicht saubere Produktionen. Du hörst einfach, dass das so ein bisschen Self-Made-Type-Shit ist. So. Und das habe ich irgendwie hure geil gefunden, weil ich bin so gewesen, auch der, weißt, irgendwie alles, was du konsumierst und hörst, ist irgendwie immer mega super und es affectet dich nicht, weder positiv noch negativ, es stört dich nicht, es ist alles so mega recht belanglos. Ja. Und nachher kommt halt einfach so Musik, wo plötzlich irgendwie so etwas auslöst. Und dann habe ich halt ultra viel von Diggen in solche Musik rein. Ich weiss nicht, kennst du Mac DeMarco? Nein. Wow. Musst du unbedingt mal hören. Und das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich wollte eigentlich andere Musik machen. Und denkst du erreichst den Punkt? Von was? Also sagst du, wenn du sagst, andere Musik machen, heisst es andere Musik dann, was du vorher gemacht hast? Oder? Zu dem, was ich vorher... Ich habe einfach gemerkt, ich will nicht mehr rappen. Ich will auch so Stuff machen. Ich will mehr das machen. Und dann hat sich das einfach verwandeln. Also wenn wir jetzt wieder suchen, diggen und so überall, würden wir einen Rap-Song von dir irgendwo finden? Ein Song nicht, aber ich glaube, es gibt irgendwo einen Cypher. Okay. Ja. Ja? Ja. Also bist du am... Also nicht im Bounce. Nicht Okay. im Bounce. Es gibt aber auch Bounce-Cypher, wo ich einfach im Hintergrund bin. Okay. Ah, geil. Ja. Same. Ich suche ich suche mal, also wahrscheinlich finde ich es nicht einmal, weil du Bro. einen anderen Rappernamen Nein, hast. aber ich sage dir ehrlich, Bro, also weißt du, ich glaube, du musst viel falsch machen, Ja. dass es nicht passiert, aber ich glaube so, Bro, in 5-6 Jahren Dude wird auf fette Bühnen spielen, also krank fette Bühnen in der Ja. Schweiz. So. Wirklich. Und ich glaube, es ist ja schwierig, weil ich glaube, du hast ein bisschen Allure, Bro, weil ich habe dich auch gesehen beim Manila-Konzert, ist das Waldbühne gewesen? Ja. Also... Am Gurten. Ja. Und er hat ja einen Track mit dem Manilio. Keine Zeit. Nur Zeit. Nur Zeit. Also geil. Zeit, oder? Nein, einfach Zeit. Zeit. Er heißt Zeit. Ich so, Nicht nur Zeit. Ja. Ich so, geil, Mann, nur Zeit, wurde deep. Und du musst dir vorstellen, Bro, der Manilio spielt vielleicht was? Das ist vielleicht
fucking 300. Show. Ja. Keine Ahnung, ich habe einfach eine Zahl gesagt. Ja. Macht seit über 10 Jahren Musik, Bro. Du hast ihn ja selber erlebt. Er ist ja sehr ein Ja, ja. Down-to-Earth-Guy. Voll, So. voll. Und dann bin ich so zum Eddie gegangen und sage ihm so, hey, ist schon krass, nicht? Weil ich meine, vor 5 Jahren hast du seinen Sound pumpt und bist wahrscheinlich ein riesen Dick Rider gewesen und jetzt bist du mit ihm auf der Bühne. Ja. Er sagt mir so, ja, ich glaube, beim ersten Mal ist schon krass, jetzt ist mir echt scheißegal. Bro, King, Bro. Gut, auf jeden Fall. Nicht ganz so. Ja, ich glaube schon, ist das ziemlich so gewesen. Aber sag, wie es war. Bro, nein, es ist einfach, ich habe den emotionalen Effekt nicht mehr. Ja. Das ist eben das Ding. Ich habe im Fall ein einziges Mal in meinem ganzen Leben kurz einen kleinen nervösen Moment gehabt, wo ich den Luke getroffen habe zum ersten Mal. Ja. Und da bin ich so es so gewesen, gerade nachdem ich egal. Jetzt muss ich schnell überlegen. Als ich von Berlin heimgekommen Oh, we're doing that, okay. Ich habe ja die Talentwoche gemacht, das kann man eigentlich hinzufügen. Das ist eben mega crazy. Ich habe mega lange Musik in meinem Zimmer gemacht, habe 2 Songs wirklich independent von mir selber aus released und habe einen Monat später mein Management im Postfach hatte, hat Lust zu unserer Talentwoche gekommen, wo man einfach ein paar Schweizer Acts hat mitgenommen. Ich bin dort hergegangen, bin zurückgekommen, habe gesagt, wir arbeiten zusammen, habe denen die Hand gegeben, habe in der gleichen Woche unabhängig von meinem Management Plattenverträge angeboten bekommen und nachher habe ich einen Plattenvertrag unterschrieben, meine Lehre abgebrochen und bin wieder auf Deutschland gegangen und Musik machen. Ah, krass, du hast Lehre abgebrochen? Ja. Ja. Ja, kein Abschluss. Darf ich noch schnell die Manilio-Story... Genau, ich komme jetzt schnell auf das zurück. Ja. Und ich bin dort von Berlin heimgekommen, wegen dem ganzen Stories-Ding. Und der Luke hat mir wie vorgeschlagen, dass ich die Woche soll gehen, mein Management. Und nachher haben wir nach dieser Woche gesagt, komm, wir gehen zusammen mal einen Kaffee trinken am Limmerplatz. Und dann bin ich dort hergelaufen und dann habe ich wirklich so beim Zebrastreifen den Luke schon gesehen im Kaffee. Und dann habe ich so kurz den Moment gehabt, fuck, ich treffe jetzt den Luke. Dann bin ich aber hergehockt und er hat davon reden und ich war ja, fuck, der ist ein Mensch. Und seitdem habe ich das gar nicht mehr. Fair, Jackie. Mit der Allüre habe ich auch so gemeint, eben, wir sind nachher so, also nachher sind sie auf der Stage gewesen und eben der Manilio hat so ein riesen Bühnenbild und sie haben so kurz darüber geredet, wer wie kommt, weißt? Und nachher, an dem Abend, wer ist auf der Bühne gewesen? Tommy, Desmond, Native, Native, wer ist noch gekommen? Ich glaube, nein, that's it, ja. Ja. Und Ding. Motherfucking. Der James Grunz. James Grunz. Ja, genau. Gut. Alles Namen, wo sie jetzt auch schon einen Moment auf dem Ding sind und die reden so drüber, ja, wie sollen wir reinkommen? Und einer so, ja, ich komme von links, ich komme von rechts. So dies. Dann sagen sie mir so, ja, Bro, kommst du auch von links? Er so, nein, Bruder, ich komme. Es hat hinten so eine, eine Stage, oder? So quasi, wo die Lichtshow ist. Er so, Bruder, ich komme, Licht geht weg und ich stehe dort oben. Das habe ich nicht gesehen. Hey, Fresse, Bro. Nachher sagt er, nachher machen wir Rauch. Job sogar. Nachher machen wir Rauch und nachher kommt Licht auf mich. Und Bro... Der Mann ist so, Bruder, aber ich bin schon. Bro, du machst genau so. Ab dem Moment eben nicht mehr so am Cousin. Lügen, wow. Mein Bruder, ich habe Videoaufnahmen, bitte. Bro, Aber warte. Ich habe nicht so gesagt. Ich habe einfach gesagt, ich komme von oben die Stegen runter, weil der Nisi mir gesagt hat, komm doch die Stegen runter. Okay, warte, aber ich finde, wieso tust du das vorwerfen, wenn du ja auch so ein kleines lyrischer Mensch bist? Aber ich will mir das nicht vor. Ich sage einfach, er hat Lüre, Bruder. Und das also ist... im positiven Sinn. Das respektiere ich. Weißt du wie? Okay, Aber es war auch geil, die Stegen runterzulaufen. Bro, auf einmal, er kommt so, ich habe keine Zeit. Ich habe nur keine Zeit. Hast du so angefangen dort oben und dann bist du immer, wenn du, also du bist während Ich bin während dem Arbeit. Ja, es hat nur noch gefällt. Er ist gemacht für die Bühne. Ja, Bro, er es ist für die Bühne. war so göttlich gewesen. Löwe. Er ist gemacht für die Bühne, Bro, ganz klar. Krass. Und nachher hast du angefangen Musik machen und jetzt, so wie du es mir erzählst, Bro, ist ja das, nachdem du angefangen hast, den Switch zu machen, ist ja das ziemlich schnell vorangegangen. Ja. Und das ist crazy. Darum das ist crazy. Ich habe den Ja. Switch gemacht mit eben so 18, 19, nein, es ist 3 Jahre. Also es ist schon noch gegangen, bis ich mich Ja, wann hast du den ersten Song released? 23, Bro. Ist eben nicht lang her. 23, Bro. Er sagt Eben. 2023. Januar 2023. Eben, ich sag ja. Dann im Vor Februar. Keine 3 ja, Jahre. ja. Das sind keine 3 Jahre, Bro. Von 1,5 Jahre, Januar ja. 23, dann im Februar 23, dann ist über ein halbes Jahr nichts mehr gekommen, dann im September habe ich wieder angefangen. Eben, Bro, Leute, weißt du, und da muss man jetzt vielleicht auch noch gerade sagen, ich weiß nicht, darf man über deinen Ex oder deinen Job reden jetzt? So, oder ist das etwas, was du nicht willst? Ausbildung und so. Genau, also alleinerziehende Mutter. Oder? Nein.
Bro, das ist ein Okay. schwieriges Thema. Alles klar, sorry, gut. Ja, Alles gut. Ich wollte mit mir sagen, so, ich nehme mal an, du bist nicht unter den besten Verhältnissen aufgewachsen und Ja. dann schaffst du in der Pflege Aha. oder hast deine Lehre in der Pflege gemacht, ich weiß nicht, ob das Aha. stimmt, aber auf jeden Fall auch ein Job, der sehr heavy ist. Das ist wirklich ein heavy Job. Und, Vor allem, Bro, also so wie das tönt, hast du das auch während der Pandemie ausgeführt. He? Ja, Bro, das ist heavy gewesen. Das ist noch heavy. Das ist gar nicht geil gewesen. und gleichzeitig deine Musikkarriere machen und es braucht viel Hustle, es braucht viel Mut, es braucht viel Biss. Und ich glaube, meine Frage ist so ein bisschen, wie gehst du damit um, dass du so sagst, oder was hast du gemacht, was war der Gedankengang gewesen, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist der Moment, ich breche meine Lehre ab, ohne dass du vielleicht ein Polster hast, wo du kannst darauf zugreifen und einfach Vollgas geben. Bro, ich habe es einfach gemacht, ohne überlegen. Bro, es war wirklich so, gewesen, ich hatte in dieser Woche, ich bin fertig gewesen mit dem zweiten Lehrjahr eigentlich, gerade so kurz bevor ich fertig war. Und ich habe wie gemerkt, so, die Woche kommt und ich musste arbeiten, Bro, weißt du. Ich musste arbeiten, ich hatte Schule und UK und ich habe mir dann vom Arbeiten wie frei nehmen, aber ich habe wie UK noch gehabt und die kannst du nicht wiederholen. Ja. Ja, nachher bin ich so gewesen, komm, fuck that, weißt du. So. Krass. Das ist so, ich war so müde gewesen von diesem Job, weil ich ja vorher noch ein Jahr Praktikum mit diesem Job gemacht. Das ist auch so ein undankbarer... Ja. Und halt auch Pandemie und alles, aber unabhängig von dem, ich bin einfach wirklich dran gewesen mit meinem Leben, so wie es jetzt gerade ist, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Bro, weißt du, hast geteilten Dienst, das heisst, du machst wie am Morgenschicht, hast am Nachmittag irgendwie 3 Stunden Pause und schaffst dann am Abend wieder und dann ist einfach den ganzen Tag geblockt. Richtig Ass, Bro. In diesen 3 Stunden, was machst du, Bro? Du gehst schnell herlegen, du isst schnell etwas. Du kannst nicht mal schlafen, Bro. Bro. Du kannst nichts machen, Bro. Weißt, du Einfach wartest Zeit vertrödeln, einfach ja. nur, um wieder arbeiten zu können, damit du dann endlich fertig bist. So. Und Bro, dann hast du einfach jeden Tag so 12-13 Stunden Arbeitstag gefühlt, auch wenn du die Pause dazwischen hast. Und nachher kommst du heim und bist müde und weißt so, ja Bro, morgen am 7. geht wieder das Gleiche. Fuck that, Alter. Und du hast keine Zeit mehr für etwas anderes. Es ist so, weißt du, schaffst dann auch mal am Wochenende und deine Arbeitszeiten sind nicht ganz so geregelt. Und ja, Jappa, auf jeden Fall. Ich bin halt wirklich so dem gesagt, so, Bro, look, du kannst nicht immer nur sagen, dein Leben läuft nicht gut, aber wenn dann mal etwas kommt, was geil wäre, tust du es nicht ausprobieren. Weißt du? Riskieren, Ja, nachher bin ich da gewesen und habe gesagt, oh, fuck it, ich weiss, dass es klappen wird und ich mache das jetzt einfach. Let's go. Ja. Krass. Und mit 50 wäre es so gewesen, du bist ein Hund, ja. dass du das damals nicht weißt. Ja, 100%. Ja. Weißt du, mich Wunder, ob du jetzt das eben zum Beispiel, ob du deine Lehre abgebrochen hast, einfach deinen Job aufgegeben hast, weil du gesagt hast, ey, ich habe 1, 2 Sachen released und sie sind nicht schlecht angekommen, ich baue jetzt auf den Move, oder du hast gesagt, ey, ich weiß, ich schaffe das. Nein, dort war es schon so gewesen. Ich weiß, Ja. ich muss einfach meine Zeit haben und ich darf nicht. Bro, wenn ich gewusst habe, dass Leute mir einen Plattenvertrag geben, habe ich gewusst, jetzt fick ich aus. Ah, Ja. krass, ja, dann Ja. 100%, Bro. Vorher bin ich einfach so gewesen, mein Shit ist schon krass. Und trotzdem, also der Plattenvertrag ist wann gekommen? 23. Also du hast 2 Songs rausgehauen dann? Ja. Crazy. Ja. Aber jetzt ernsthaft, so kurz. Okay, ich höre nicht so soundlogisch, was mich für Referenz, aber gibt es Leute oder Leute, die so junge Leute, die jetzt zum Beispiel in diesem Genre, die können sagen, ja, das sind Leute, die dieses Genre aufgebaut haben, angefangen haben, und das sind Leute, die auch krank sind. Also in der Schweiz? Ja. Also Bro, also Indie-Pop ist einfach ein Weltgenre. Ja, aber ich meine, in der Schweiz gibt es so andere ähnliche Talente, wo du kannst sagen, Bro, wir haben so ein Talent, das kann, wo kranke Stimme hat. Ja, Das ist schwierig. wohl, doch schon ein bisschen. Also, es gibt einfach viel Urban-Musik, die nicht Hip-Hop ist und auch nicht wirklich Pop. So. Aber genau, weil über die Indie kannst du nicht einfach sagen, er ist einfach nur Pop. Oder was man will oder kann sagen, ist, dass Pop sicher das Genre ist, das am meisten Potenzial hat zum Geld. Also zum Maschinerie sein. Ja, das oder? definitiv. Ja, Also ich meine, wenn du wahrscheinlich eine grosse Masse. Ja, oder? aber wenn du Viel schaust, zugänglicher. wer von den Schweizer im Hallenstadion spielt, zum Beispiel, du hast Hecht, ich weiß vielleicht Tabu, Ja. kein Plan, aber weißt du, so, oder wo grössere Dinge spielen, weißt so, oder da die Dinggruppen da, Mensch, die 2 aus Bern, da, wo niemand weiß, wer sie sind, mit 079.
Ledig. Oder Ding meine ich, Bro. Ich meine mehr da. Wie heißt die Schweizer Kelly Family? Paradox, ne? Nein, Bro, man, die Göschene Airolo. Oh, Bro, Die. kein Plan. Aber die zwei Wörter sagen mir etwas. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, das sind. Weißt du, ich meine, das ist Pop und vielleicht, wenn du aus der Schweiz schaust, in der Schweiz hast du wie so einen Range und dann kannst du sagen, EDB ist Pop, aber halt auch hektisch Pop. Sorry, EDB ist Pop und auch hektisch Pop, obwohl das so unterschiedlich ist. Oder? Das Krasse ist, jetzt in seinem Fall, er ist wieder ein Berner Talent. Ja, Bro. Wieder ein Berner Talent, das von Bern gepusht wird. Einfach er und Manivator. Nein, aber jetzt Ja, so wie er es erzählt, Ja. der Luke trifft sich mit ihm, er macht Feature, die sind offen und so weiter. Und da siehst du einfach, dass auch die Kultur, also meiner Meinung nach in Bern, so die Musikkultur, Rap-Musikkultur, dass die Leute einfach Boli meine Kur, also ich supporte, ich unterstütze dich, wenn es geht, ich helfe dir. Es ist für mich nicht, du bist mir nicht schade, ich habe nicht das Gefühl, ich bin krasser als du oder was auch immer. Also, Also for the record, Luke ist von Zürich, gell? ja, safe, aber er hat kein Zürichdeutsch nicht. Was? Er hat doch auch Berndeutsch nicht. Der Luke? Ja, Bro. Bro, du bist am Trip, Mann. Bro, logisch, Zürich. Ja, Okay, ja, sorry. Aber das Ding ist, Lustigerweise habe ich im Fall dann noch in St. Gallen gewohnt, also in Wiel gewohnt. Ja. In der Nähe von Wiel, ja. Ich bin 1. November 23 wieder auf Bern zurück. Wie lange hast du in Wiel gewohnt? Abrutzwil, 8 Jahre oder so. Okay, krass. aber eben, man muss jetzt auch sagen, du vergleichst Zürich-Rap-Szene mit, weil ich meine, ich weiß nicht, wer Einfach alles... Schweizer Szene? Nein, Bro, es gibt 100 Popbands, die in Zürich sind und in Zürich Erfolg. Das ist auch mega Ja. Wo einfach an mir Community. vorbeigehen. Ja, Zum Beispiel Nami Laren, Bro. ja fix. Also weißt du, so... Ja, Das ist aber sie- nicht Mundart. Okay, fair. Aber was To Athena macht... Ja, Tuatella. Niklas, ist das auch ein Zürcher? Ja, aber der macht nicht Mundart. Ja. Aber, ich sag- aber Toko macht Englisch zum Beispiel. Pandalux. Ja. Was gibt es aus Zürich für Bands? Also, weißt du, du kannst nur schon die ganze SRF Talents of the Month durchgehen und du siehst, es gibt auch in Zürich. Ja. Aber eben, ich finde, also du bist ja auch viel Features von RapperInnen. Also echt, was? Bis jetzt ist es einfach Luke und Manilio. Und der Julix hat drin. Der Julix, ja, stimmt. Auch schon gehört. Julix findest du gut? Ja, Bro, schau dazu immer. Ich weiss, ich glaube, das ist ein bisschen negative Gefühl. Nein. Es gibt eine Ecke, wo so, also verständlicherweise ist es zu meinem Sound, aber es gibt eine Ecke, wo so ein bisschen eine heiße Phase hat mit dem Das ist Mensch. voll okay. Bro, ich habe es das schon 100-mal erklärt. Ich finde, Ja, aus einer Musik, also aus einer Künstlersicht, macht er alles richtig. ja, das So, definitiv. 100%. Also, das kannst du nicht haten. Ja. Kann man sagen, er ist der Chiago von der Schweiz? Ich weiß nicht, ob ich das geil Muss finde. man immer so vergleichen Von der Schweiz, mit, ja. mit Mhm. jemandem, das ist der von der Schweiz. Ja. Fair Julix ist Fair einfach Punkt. krass und hat das seinen Hack verdient. So. Fair. Wenn ich irgendwo lese, das ist der nächste Messi, sage ich, Ja. bist doch einfach auf den eigenen Weg. Lass doch den Typ respektieren. Wie, ja, fair. Ja. Real. Wo sind wir gewesen? Wir sind so ein bisschen beim 2023 gewesen, wo halt der Plattenvertrag gekommen ist. Ja. Darf man wissen, wer dir sonst noch einen Plattenvertrag angeboten hat? Bro, Oder ich lieber weiss nicht? Ich weiß es nicht mal mehr. Boah, das ist Ich weiß auch nicht, wie viel mehr andere Leute im Gespräch waren. Aber ich glaube, wir hat schon auch. Ich glaube, wir hat schon auch mit Universal geredet. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß nicht. Und ich glaube mit Phonak und so. Also mit schon mit den Bahnen geredet. Aber Fuchsbau macht einfach dein Management. Ja, genau, mein Booking aber auch. Ja, das Booking auch. Ja. Okay. Ja, Mann. Wenn Und- hast ich greife einfach draus. Mach nur. Ja, nein, es Du hast, was mich eben vornimmt, vor Wunder genommen hat, du hast angefangen zu sagen, so, du bist mega in der Vorbereitung für Shows, vor wann ich reingekommen. ja, genau, für Shows, die anstehen. Also das heisst, musiktechnisch wahrscheinlich so demnächst kommt nichts Neues. das Album. Genau. Es Ah, kommt okay. actually die Woche. Drop. Also, warte. Wenn tut ihr die Folge? Es kommt am Montag in einer Woche raus. Also wenn die Folge Am rauskommt, 24. kommt es raus. ist dein Also Album nächste schon Woche raus. am Ja. Montag. Ja. Das heisst am 21. Das heisst, wenn ihr das jetzt hört und ihr keine Iris seid. Alter, ich find's immer geil. Willst du kämpfen? Ja, Hobby! Ich find's immer geil, wenn so Berner aus dem Nichts, so Alter, mit Slang kommen, auch wieder alle und so, Bruder, das nicht mehr. Das ist einfach so eine geile Kombo. Also wenn es keine Iris sind. Keine Iris. Nein, ja, dann geht ihr das jetzt hören. EDB, Eddie's Tape sagt, das ist
am Freitag rausgekommen. Und Checkt unsere Bio, den Link ab, mit uns verlinken, sein Insta und sein krass. Spotify-Album, Bro, immer normal. Und Side A kommt ja von so Vinyl, also kann man davon ausgehen, dass... Bro, ich drop noch Side B, die kommt dann so im Juni und Geil. dann kommen wir alle zusammen auf ein Vinyl. Geil. Let's Ja. fucking go, Bro. Ein Großteil der Songs ist schon draussen, wo auf Side A ist. Ja, voll. Alle bis auf 2. Bis auf 2, genau. Es kommen nur 2 neue Songs. Ja, ja. Okay. Das ist nicht Krass. mega spektakulär. Gut, jetzt Plattenvertrag. Ja, Das Album. Oder? Sagt man dem Album? was? Side A. Oder Ja, Mixtape, oder ich weiß nicht. keine Gut, das Ahnung. Mixtape, also ein neues Projekt kommt raus. Dann, du hast jetzt. Du hast vor 1000 Leuten gespielt. Ja, auch schon von mehr Leuten gespielt. Auch schon von mehr Leuten Wie gespielt. viel ist so das Maximum gewesen? Ja, 3000 vielleicht so. Gar nicht. Also, wir reden von Shows. Songs, die draussen sind, mega Unterstützung von der Community, von der Industry. Dennoch hast du jetzt eher vergleichsweise wenig Shows gespielt. Du hast noch keine eigene Tour gehabt. Mal? Schon. Ja. Ja, Was letztes für Jahr Fake News über- verbreitet ist, man. Ja, Also ja, ich frage letztes Jahr einfach, ja, verhältnismäßig sehr viel gespielt. Ja. Ja, letztes Jahr über 30 Shows gespielt. Jo! Okay. Das war mein erstes Live-Jahr. Ich So- war jede Woche am Spielen. Gewesen. Crazy. Wirklich im Monat Ja. 2 bis 3 Live-Shows, Alter. Nein, Bro. Also, es ist so, Festival Sommerfahrt im März, Mai an. Ich habe manchmal auch so 5-6 Mal im Monat gespielt. Also wirklich Shit. jede Woche. Ja, weißt du, einfach im Schnitt, Ja. aber Ja. krank. Und darf ich glaube auch schon drin, jetzt haben vorher genommen, was ist EDB sein grösster Traum und Bühne, Bro, welche Bühne willst du erreichen? Das gibt es nicht. Gibt's nicht? Nein, wirklich nicht. Bro, jeder, wo man hört, immer Hallenstadion, Frauenfeld. Nein, das und das. also weißt du, es ist so. Etwas, was ich jetzt in dem. Weißt, ich habe das ein Jahr lang gemacht und das Geilste ist einfach nur, wenn die Leute da sind, wie viele Leute das es sind. Ich finde sogar ganz grosse Sachen, wie so Winterthur Festwoche als Beispiel, habe ich gar nicht so geil wahrgenommen, weil die Leute viel zu weit weg von der Bühne sind und es fühlt sich an, als würdest du einfach für dich spielen, weißt du. Mhm. Aber so Traum an sich gibt es nicht. Aber ich würde hure gerne noch ein paar Mal in Deutschland spielen, ja. Ja? Ja, Krass. das fände ich noch cool. Mit weiter Mundartmusik. Ja, voll. Also es ist mega funny, weil ich werde zum Teil mehr gelost von Deutschen als von Schweizer. Crazy. Ja, das ist hure lustig. Das ist krass, das ist krass. Genau zu meiner Frage zurück. Hast du, also ist Live-Spiel etwas, was du auch gerne machst? Ja, ich finde das Geilste schon. Was ist so die beste Erfahrung gewesen, live? Ja, ich mag mich nicht erinnern auf der Bühne. Ich bin immer wie high. Also ich bin nicht wirklich high, also ich konsumiere nichts vor. Aber, nur nachher immer Heroin, aber... Zum Abbrechen nach der Show. Cut! Du hast aber Kätzchen auf diesen Blättern. Geil. Ja, ich bin dann meistens einfach in meinem Ding und mache einfach. Geilstes Erlebnis. Ich habe mal in Aarau, glaube ich, oder in Bremgarten, das ist auch in Aarau, gespielt und es war mega, mega lustig, weil ich nicht einschätzen konnte, wie es wird. Und ich habe wieder den ersten Song gespielt und es waren nicht wirklich mega viele Leute da gewesen. Und dann habe ich so meine Augen zugemacht und den ersten Song einfach durchgezogen und mache beim zweiten Song die Augen auf. Und ich merke, es wird immer voll und plötzlich ist der ganze Platz Crazy. pumpenvoll und Crazy. nachher hatte ich eine riesen Fete gehabt. Crazy. Ja, das ist sehr ein schöner Moment. Ich habe mega Respekt vor Leuten, weißt, die so Bremgarten gehen und kein in Bülach, weil ich so, Bro, ich will so, ja, mach mal etwas in Bülach, nachher so 30 Leute. Ja, sag mal für 30 Aarau Leute. ist mega was Kultur angeht. Das ist crazy. Krass, heftig. Hat, also was mich auch noch wundert, Bro, hat EDB einen Lebenspartner, Beziehungspartner? Ewa, also das ist ein crazy Switch gerade. Wirklich sehr. Von- Aber ja, let's go. Ja. Aber let's go. Nein, ich bin Single like a Pring. Nein, das ist so cringe. Das schneide ich nicht raus, Bro. Das schneide ich sicher nicht raus, Bro. Bro, Wow. das ist Aber- Top aber 3 Das ist der Titel von der Folge. Okay. Nein, Du bist Single like a Pringle. Bro, das ist Top 3 unangenehmste Momente in meinem Leben gesehen. Ja. Wieso Krass. habe ich das gesagt? Bro, ich habe, weißt du, manchmal, also sorry wegen dem heftigen Switch, aber mir redet einfach, ich darf einfach manchmal ungefilterte Fragen stellen, die gerade durch den Kopf kommen. Und manchmal schon einfach ein zu kranker Switch. Wieso hast du Dating-Interesse an mir? Nein, aber
Wenn ich, also, Bro, Bro, jetzt war gerade eine kleine Pause. Nein, ganz klar. Bro, ich würde dich safe daten. Ah, Bist du hübsch, Bruder? Was Ah, willst du? Baby. Aber, was ich davor gesagt habe, Bro, du hast eine kranke Stimme und das weißt du auch. Du fickst sicher 4 oder hast sicher 4 in deinen DMs, wo so schreiben, haha, so ein schöner Künstler bist du, der Song ist zu krass. Haben wir gehofft, mich von meinem Ex irgendwie komplett verabschieden, was auch immer. Du so, Baby, Dame, Adresse, mach jetzt einfach kurz. Nein, Spaß, aber wie ist das so? Ist das auch so ein Ding, wo du gemerkt hast, auf Veränderung, so, dass jetzt vielleicht, keine Ahnung, irgendwie deine DMs ein bisschen mehr rum sind oder bist du jemanden am Kennenlernen oder was bist du so? Bist du ein... Weißt du, ich habe wirklich das Gefühl, du willst mich daten, Bro. Ja, wärst du down? Ja, safe. Ja, Bro, dann safe, gehen wir noch bis 1 essen. Man. Ja, Austern. Lass was mal Austern rein, Bro. Hey, Jeder das Scheiß Ding ist, hast du gerne Austern? Nie gegessen. Ich auch noch nicht. Sorry, ich habe es ja gerade vorgegessen. Ja. Nein, ich habe es noch nie gegessen. Aber ich stelle mir das hure ekelhaft vor. Das ist nicht so geil, ja. Bro, Hast ich du schon mal alles, gehabt? alles, was von mir kommt, habe ich das Gefühl, ist mir einfach noch... Nein, es hat viel geiles Zeugs, wo es mir Ja, Bro, so. Plastik zum Beispiel. Bro, Sorry. die ganzen Turtles die Ja. sterben und voll Öl sind. Also auf die Frage von meinen DMs, klar wird es voller. Und ich glaube, man muss mega differenzieren. Ja, es gibt öfters den Moment, dass ich merke, wie das mit flirty Absicht, wo man schreibt. Aber ich finde es sehr schwierig darauf zu antworten, weil zum einen habe ich das nicht gern, Leute im Dating-Kontext kennenlernen, die schon wissen, wer ich bin. Einfach weil ich mir denke, das Machtverhältnis ist hure komisch dann. Oder nicht das Machtverhältnis, So aber es ist Fan-Dingsmäßig, nein, aber ich einfach schon, ich habe schon eine gute Karte, weißt? Es ist so, wie vielleicht fänden die mich eigentlich mega weird, wenn sie mich treffen, wenn sie nicht wüssten, wer ich bin, aber weil sie mich, wie vorher schon gesehen haben und schon ein gewisses Bild von mir gemalt haben, sie so, ja, das ist ein Herziger, weißt? Und What a das, King, Mann. Es gibt Leute, die werden nicht so stark heute, aber what a King, Mann. und das finde ich hure komisch. Und der zweite Aspekt, wenn wir hier offen und ehrlich reden, Bro, du weißt einfach zum Teil auch nicht, wie alt die Leute sind. Und dann tust du lieber normal zurückantworten und dann vielleicht tut sich im Gespräch herausstellen, das Alter und sonst einfach sein, weißt du. Also weißt Also bei deiner Musik könnte es halt auch 60 sein. ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch. Ja, ja. Verena Pov hat Pov, kennt ihr die? Kennst du Verena Pov oder Pov? Das ist so eine deutsche, wie soll man sagen, deutsche Moderatorin oder so, aber Bro, die ist das seit 30 Jahren. Sie seit 30 Jahren genau gleich aus. Und die hat einfach ein Buch gebracht, Bro, ich bin die Supermilf oder irgendwie die Supermilf oder so. Ist das die so Deutsch, die immer ultra cringe flirtet und immer so junge Männer hat und so Trash-TV macht? Trash-TV können sie, der Rest, Bro, ich bin nicht so viel drin. Okay. Ich habe Gibt es gestern einfach manchmal so Sachen, ja, KollegInnen, die mega so Trash-TV drin sind. Ja. Und dann bekommen wir manchmal so Videos geschickt über und ich check es gar nicht, weil ich schaue es nicht. Aber dann sehe ich immer so eine Dame, wo so mega viele junge Typen hat. Und das geht mega zelebriert und ultra rich ist. Geil. Wow, krass. Geh doch rein. Young Queen. Krass, okay, also das heißt, du bist Singer like a Bringer. Wow. und du ich schäme mich so. Und okay, aber was müsste zum Beispiel ein Mensch, so habe ich jetzt von dir mitbekommen, Bro, du bist ein richtig bodenständige, anständige Person. Ich weiß gar nicht, wieso du so tust da. Wieso bist du überhaupt nicht so, oder? Wie? Sonst, die Nase ist riesig weit oben, Bro. Bro, ich habe gesagt, ich komme heute hier ehrlich reden. Ja, Mann. fair. So, weißt Nein, du, aber es ist natürlich ja, ein denke hier bisschen... mal kurz und bündig, Bro. So, weißt du, schon das mit Tunesien und so, das habe ich im Fall noch nie gedroppt, gell? Das ist so, heftig. So für die Geld, my boy. Mir fühlt das Aber auch nur, weil... Geil, ja. Erzähl mal, wie du mir geschrieben hast. Erzähl mal. Ui. Über das können wir gerade noch schnell reden. Erzähl Hat mal. er Er mit slidet mir in DMs. Langsam Look, er slidet mir in DMs mit «Kommst Podcast?» Ah nein, Bro, ich habe im Fall Rapper in meinen DMs, die wollen kommen seit Wochen und betteln mich an und ich frage dich schon zum dritten Mal. So Bro, bei Jotti zeigt er nicht Chatverlauf. Also, look, ich frage dich schon zum dritten Mal. Bro, er hat mich 3-mal gefragt, ich habe 3-mal Ja gesagt. Fair. Bro, das Fair. Er hat mich einfach nie eingeladen, Bro. Fair. Wow. Bro, das Ding ist, wenn du das jetzt so erzählst, hast du etwas von Josh? Fair. Es tut nach Josh. Fair. Es tut nach Josh. Wiederum muss ich aber auch sagen, er ist so, also, Bro, es würde nicht das Ego kratzen, wenn jetzt jemand dir nicht zurückschreiben, wenn jemand fragt, kommst Das du will mein Ego Ich habe kratzen. das Gefühl, ja. Meinst du? Ich glaube schon. Also, Nein, aber es gibt... Lieg Einfach mal die Käse- lieber welchen Rapper, Nein. Es gibt... Lieg mal. Es gibt Leute... Also, Bro,
muss es anders sagen. Ja. Wir haben von Anfang an, als wir den Podcast haben uns Leute geschrieben, ob sie in den Podcast kommen und in den wenigsten Fällen haben wir Leute direkt angeschrieben. Ja, voll, So. safe. Und es gibt aber eine Handvoll MusikerInnen oder Leute, die ich hure gerne im Podcast hätte. Mhm. Und EDB ist einer davon. Und ich habe es ihm auch schon immer gesagt. Habibi. Geil. Und Ja, du liegst noch die DM, oder nicht? Wer die Reference checkt hat, Ich kann nicht Ich checken. auch nicht. alles gut. Ja. Auf jeden Fall, weil es mich einfach auch mega interessiert. Also weißt du, so alles, was du machst und will. Wie bist du auf ihn gestoßen? Hey, Ich weiß es. ja? Gucci Schuhe Real. Noah Bachhoff hat repostet. Nein, dort habe ich dir zum ersten Mal geschrieben. Ah, okay. Mhm. Nein, aber wie gesagt, ich habe auf Twitter damals, Ah, ja, vor stimmt. ein paar Jahren, Ja. schon so ein bisschen gesehen Mhm. und dann jahrelang nicht. Und dann habe ich halt mit dem Anel viel geredet und er hat mir schon ein paar Mal erzählt, dass er für ihn etwas macht. Und Gucci Schuhe ist, glaube ich, der zweite. Wow. Der zweite oder Er hat mir dritte, schon zeigen, DM, sorry. Ja. zweite oder dritte Song, den ich von dir gelost habe. Mhm. Aber Gucci Schuhe ist sicher so der Song, der mich gecatcht hat. So. Schon ein cooler Song. Und was der Noah hat dich gepostet? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Manilio hat dich gepostet. Nein, der Noah hat mich auch gepostet. Okay. Ja. Ja, ich habe dich auch gepostet. Ich küsse dein Herz, ja, Jetzt stimmt. musst du nicht mehr kommen. Das Relay viele Leute postet. Noah you, mein Ach. Der kennt mich also der ist wirklich so, als ich das erste Mal einen Song selber released habe, Ja. ist er mir schon gefolgt. Ja. Ja. Der Luke ist wirklich, es gibt den Also, Streit, Noah hat dich entdeckt. es gibt den Streit zwischen Noah und Luke, ich weiß, aber es war Luke, der als Ja. erstes auf mich aufmerksam ist worden aus der Crazy. ganzen Szene und nicht der Luke. Und Crazy. dann, Noah ist schon ein geiler, sag mal. Und dann- Ja, Boden Ja, Mann. Bro, manchmal schreckt er mich ein bisschen auf, weil er hat ein bisschen den Boden verloren. Der Noah? Ja, Bro, er ist nur. Noah, du isst nur noch so reicher Scheiß und so, Bro. Du weißt nicht mal, er kann nicht mehr Nudeln mit Pesto appreciaten. Jetzt habe ich es gesagt. Wow. Wow, Bei aber Jot. das ist ein... Er ist ein Kollege von Aber uns. von mir auch. Und ich küsse sein Herz, dass er sich leisten kann, dass er das nicht muss essen Safe. Also, Bro, uns hat er so geil mein Sieg geladen. Ich weiß nicht, wie wichtig du ihm bist. Bro, mir nicht. Krass, Noah. Aber ich habe mal mit ihm Expose zusammen Noah. Kochshow so gedreht. Also so das Video. Das war noch keine Funny gewesen. Wenn wir noch schnell bei dem Thema sind, Boden unter den Füßen verlieren. Ja. Siehst du die Gefahr bei dir? Weil du wirst gehypt. Ja, definitiv Und- kenne ich die Gefahr. Bro, du bist schon international unterwegs gewesen, verstehst du? Blöd gesagt so. Küsst dein Herz mal. Aber, schau, das Ding ist, Boden verlieren, ja oder nicht. Ich glaube, selber merkt man das wenn es schon zu spät ist. Mhm. Weißt du so. Aber Willst du etwas sagen, Bro? Kannst du dumm schauen? Sag doch einfach etwas. Der kennt mich zu gut, Bro. Nein, ich will nichts sagen. Okay, ist gut. Also, darfst du weiterreden, sorry. Bro. Aber ich glaube nicht. Weißt du, das Ding ist, mich beeindruckt, wenn ich so von was Leute an Erfolg sehen. Jetzt eben zum Beispiel so SRF Best Talent und so. Es hat mich jetzt nicht mega krass gejuckt, Mhm. wie es vielleicht andere Leute juckt. Und nicht aus Disrespect oder weil ich das Gefühl habe, ich tue es nicht wertschätzen. Sondern ganz so einfach, weil ich einfach. Bro, Leute meinen, es ist arrogant, aber ich bin einfach überzeugt von meinem Produkt und ich Ja. weiß, was ich kann und ich weiß, das ist dem gerecht so. Was auch real as fuck ist, Bro. 100%. Ja, Das ist immer das Ding, Bro. Also, du musst der Erste, der dich selber glaubt, sonst musst du gar nicht erst anfangen. ja Bro, preach. Und jetzt trotzdem noch so ein bisschen Musikinspiration. Also, du hast jetzt vorher ein paar Rapper gesagt, Mac wo Miller. vielleicht- außer Mac Miller, die jetzt ein bisschen eher zu der New Wave sind. So. Gibt es sonst noch, außer Rap-Musik, wo dich auch... Also, ich habe zum Beispiel ein paar Alben, die ich wieso finde, die kann ich immer hören und die inspirieren mich jedes Mal aufs Neue. So, gibt es bei dir Musiker, wo du würdest sagen, die haben deinen Weg gegeben oder prägt? Bro, safe. Früher Kanye, lasse ich aber jetzt nicht mehr so. Mhm. Kendrick, Good Kid, Mad City ist zu krass. Kendrick ist sehr geil. finde ich Was hast du auch denn Beef? Sorry, mach weiter. Sorry. Ja. Sorry. Ich kann dir auch gerade sagen. Ich Ja. habe gerade beim Herren noch das GNX-Album fertig Was gelassen. eines der kränksten Alben ist seit Bro, eh und das je. ist zu Das ist krass. insane. Ja, weil Leute sich ein bisschen am Heiden. Also nicht am Heiden, aber ich glaube, sie verstehen es nicht so. Bro, ich bin in Zürich Bahnhof gelaufen und dann ist gerade TV aufgelaufen und ich war so, man, fuck, ich fahr jetzt an. Quit walken, weißt du? Yeah. Aber immer nur Hip-Hop, immer nur Rap. Bro, Also Conscious Rap ist, glaube ich, ein grosses Ding bei dir. Ich glaube, überwiegend schon Rap. Ich habe auch viel Deutsch-Rap gehört. Mhm.
Was hat mich. Eben, nachher der ganze Indie-Stuff, Mac DeMarco Rex, Orange Country, So Sticky Fingers oder? nein, das weniger. Aber was ich dann wieder hatte, ist so eine Phase von Guns N' Roses und so Stuff, wo ich mir reingezogen habe. Ich habe recht gute History hergelegt und ein bisschen probiert von allem mitzunehmen. Und ich bin dann aber immer am Hängen geblieben auf Rap. So. Crazy. Also Ja. ich hätte eben gedacht, so Talking Heads oder so, weißt du, so die 70er Indie-Pop, whatever. Das hat mich nicht mega fest Crazy. gecatcht. Mhm. Und würdest du sagen, du hast so eine, ich meine, es gibt so viele Musikerinnen, die irgendwie so sagen, ja, keine Ahnung, wo sie Kind sind, haben ihre Eltern immer Platten laufen lassen, oder weißt du, so, gibt es eine Musikaffinität in deiner Familie? Gibt es ein Talent in deiner Familie, wo du sagst, so, die Person hat mich Es auch ist sehr- naheliegend, dass ich irgendwie die Verbindung früher oder später aufgebaut hätte zur Musik. Nein, ich glaube nicht. Okay. Also meine Schwester, mein Bruder hat Klavier gespielt. Ja. Aber ich glaube sogar nachdem ich Cello gespielt habe. Spielen sie noch? Ich glaube, meine Schwester spielt noch, aber geht nicht mehr Unterricht. Aber mein Meinst- Bruder nie mehr, also schon lange nicht mehr. Meinst du, mit deiner Schwester etwas mal zusammen machen? Wäre das mal... Nein, sie Nicht? lebt ein anderes Leben und das ist auch gut so. Ja, Mhm. okay, cool. Und live, spielst du mit Band? Ja. Ja, Ja, wäre auch ungeil. gell? Solche Musik wie ich mache mit DJ. Ja. Stimmt, gell? Imagine. Es gibt dem ganz einfach noch einen kranken Touch mit einer Liveband. Aber wäre schon geil, so rein geldtechnisch. Also, Ja, wenn nur DJ musst zahlen. fair. Wie lange tust du proben, bevor du so auf die Bühne gehst? Kann ich 5 Tage. Crazy, man. Crazy. 5 Tage, Tag ein, Tag aus, hä? Ja, also nicht am Stück, aber Ja. ich glaube so 5. Letztes Jahr haben wir glaub, 2 Tage geprobt und sind dann die erste Show gespielt. Das Ding ist, wir probt schon, also auch ich probe, nein, nicht noch, wir kennen ja meine Texte und so, aber sie bekommen die Songs schon vorher und die sich da schon reindingen, es wie alles Profi-Musiker, dann kannst du das geben und die checken so. Und nachher geht es eigentlich nur noch ums Zusammenfinden. Geil, ums Zusammenfinden. Krass. Und gibt's einen Song, wo du persönlich so von dir selber so am meisten mit Stolz erfüllt? Oder dir am meisten so... Und jetzt habe ich gerade gemeint, du meinst einen Soundtrack von meinem Leben, so Type-Shit. Nein, so. ein Song von dir, wo du sagst, so, das wissen vielleicht nicht viele, aber das ist so für mich zum Beispiel, also für mich eine ganz, ganz spezielle Bedeutung zum Beispiel. Also eine spezielle Geschichte dahinter oder hat für mich den grössten Stellenwert, so der Song. Bro, ja, I hate to say that, aber es wäre ein unreleased Track. Ich habe gedacht, das kommt sicher so Ja. etwas, aber ich kann es nicht veröffentlichen. Es gibt einen, aber ich kann es nicht veröffentlichen. Oder Es ist noch nicht draus, aber es kommt. Aber sonst bis jetzt, Bro, ich finde Butterkuchen ist der größere Hit, als er bis jetzt eigentlich schon. Das finde ich so krass. Butterkuchen ist der, wo wir geschaut haben, wo im März drin bist. Ja, rein. genau. Ich finde nämlich, das ist von denen drei, die ich vorher gesagt habe, der schwächste. Meiner Meinung nach. Findest du? Wieso? Aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, weil. Bro, ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, so, der Bruder geht ja professional rein, Mann. Das ist so wie... Ja. Kein, Also gut, eben, seine Videos sind alle auf dem Level. eben ja, deswegen habe ich gesagt, so, der Bruder geht... Nein, der ich finde einfach Butterkuchen wirklich ein riesen Hit. Eigentlich. Eben, ich verstehe es auch, weil. Weil es ist so perfekt. Mhm. Es ist so, der Song ist fertig und du willst ihn gerade nochmal hören. Ja, das habe ich eben mega lange mit Punkrock Ja, oder mit Gucci-Schuhen auch. ja, Jackie. Aber ja, also ich meine, es sind einfach alles Top-Songs, aber jetzt in meinem Ranking Ja. wäre von diesen drei Butterkuchen am dritten. Aber ich meine, sorry, es ist einfach geil. Punkt. Ja, So. ja. Ja, Und crazy. hat auch in deiner Laufbahn jetzt bis jetzt, seit 2023 mehr oder weniger, hat es auch so mal so harsche Kritik gegeben von irgendeiner Ecke oder ganz komische Kritik oder wo du gesagt hast, what the fuck, dude? Das gibt es immer wieder. Ja, weißt du, es ist immer etwas anderes, wenn jemand sagt, das ist nicht meins. Oder ich finde es Ja, der Greis hat mich mal richtig abgemacht. Kennst du Greis? Das sagt mir etwas. So ein Bro. Rapper. Bro, du kennst safe Greis. Sicher, ja. Ja. Der Der Greis So, hat nur voll- kurz, Bro, gib mir schon Warte eine schnell, das Sekunde. ist Ja, gerade das ist so ein altes Motherfucker, wo mal... Wo Bilang ist, oder? Ja, ich glaube. Ja, ja. Mhm. Wow, er ist mittlerweile... Denkst du, der ist wie so ein rechter Politiker aus, Mann? Ja. Denkst du, wie so einer aus von den Dings, Mann?
Wie heißt die Partei jetzt, die mit der AfD so Hand geschickt hat und die so, Bruder, ich kann nicht wählen, aber wir müssen. Hey, Greis hat, ja. Aber wahrscheinlich genau das Gegenteil am Rapper. Also er ist 100 glaub, Berner, oder? Ja, wahrscheinlich genau das Gegenteil am Rapper, aber Ja. ich einfach in der Person. Sorry. Also Bro. ich Aber küsse dann sie. Aber real, so, sag Ja. was du willst. So. Ja. Mir ist ja egal, was er ist. Aber die Greis hat mich mal. Wegen was? Bro, Yeah, Bro. Bro, also für das ist wirklich eine Ehre gewesen. So. Nein, bist du ein rechter Politiker, Bro, da hätte man schon gerne mal so eine Rückhand schauen können. Was hat er gesagt? Bro, ich habe meinen ersten Song mit Sony veröffentlicht im September. Und ich habe mega lange überlegt, Alter, was gebe ich als erstes raus? Und ich wollte nicht zu hart reingehen mit irgendwie schon Gucci-Schuhe als erstes oder so. Ich dachte so, etwas zum Akklimatisieren und einen September-Song. Und ich finde, das war der perfekte Choice gewesen, um das zu machen. Welcher war es? September heisst er. Ja. Und ich bin so gewesen, Bro, das ist einfach perfekt, weil es ist so wie, hey, da kommt etwas, es So ist low-key. speziell, aber es ist jetzt nicht das, was ich sage, ist der beste Song von mir. Ja. Und nachher gibt es den anderen Podcast, Nebengeräusch, und der ist auch mal fick dich, Alter. Danke, Mann. Und Ich hab nachher, den noch nie. Also, das sind die mal die Awards gemacht haben. ja genau, Ja, ja. der hat nochmal fick dich, Bro. Ja. Nochmal fick dich. Nein, ich küsse Grüß dich schon. Nein, ich küsse Eben. nicht. Dann lass einfach bei dem, ist Bei gut. Jot, ja. Gau, Alter, für was entschuldigen? Auf jeden Fall, fick dich. Nein. Fuck you, nochmal, fuck you. Dann hat der Grace eingeladen dort. Und die haben den September-Song gelesen, was schon mega weird ist. Es ist Weil einfach ein es ist Hip-Hop. Es ist eine Hip-Hop-Sendung und sie hören Hip-Hop-Songs hören. Und dann kommt halt der Song und der Grace fährt an und sagt so, ja, also wegen solcher Musik haben wir angefangen zu rappen. Du kannst, das ist nichts, das ist belanglos, das ist scheiße. Das Ist ja schon mal international gespielt. Ja, dann können wir sagen, So, so auch machen, das Bro. ist Wenn auch er- ein das- Song vom nach Grace. A kommt B und das ist alles zu logisch und das hat alles keinen Inhalt und es fehlt an allem. Einfach schlecht. Aber er ist eben ein Eiri, weil ich habe Der ist 46, ich habe einen G. Punkrock rausgegeben und der ist als erstes mir gefolgt, hat alles geliked, was mir schreiben und nie zurückgefolgt. Ja, Mann. Ja, dort hat es mein Ego ein bisschen gekränkt. Und Mhm. zwar nicht unbedingt, weil er den Song an sich kritisiert hat, sondern weil ich einfach so gedacht habe, Er hat das abgesprochen, was Bro, du machst. das ist mein erster Song, so, du weißt gar nicht, vielleicht hätte ich ja übertrieben deep, oder stell dir vor, ich wäre hure Grace-Fan gewesen, weil so Imagine Band that, und so. bro. Und Ja. Bro, nachher disst er mich einfach so Ja. weg. Kann ich, Bro, sag doch einfach ein bisschen freundlicher, so, weißt. Jackie. Ja. Aber das hat dich dann getroffen? Ja, es hat mich hure getroffen. Okay. Jetzt im Nachhinein. Dort habe ich es nicht so wohl zugegeben, Ja, aber es ja. hat mich eben schon Okay, aber real. Ja, safe, aber jetzt frage ich mich so nochmal, ist er international gewesen? Nein, Bro. Also, Ja, dann ich sag glaub- so, Bruder, wieso ist also der 46-Jährige seine Meinung relevant? Also ich sage, ich höre kein Greis, ich könnte auch keinen Song sagen. Ich glaube, was ich kann nicht ist- wissen, dass es existiert, Bro. ist nicht er auch einfach Kleinklasse? Ist das Ja, die? glaube Ja. PvP. Ja, genau. Und das Ding ist halt wie so, irgendwo Ein durch, Schweizer Rapper, Bro. Bro, hat er seine Daseinsberechtigung, weil er macht... Bro, mega. Und, So, weißt und er macht sein Ding und Ja, gut, vielleicht bin ich auch schon Dings zu man fest. muss auch fairerweise sagen, er hat sehr viel für Schweizer Rap gemacht. Ja, So genau. von- Das, genau. Für also man Kultur, kann seine hat er- Legacy nicht absprechen. So. aber musst gleich kein Hurensohn sein. Ja, Also, absolut. das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn Leute in einer Branche Fuß gefasst haben oder einfach in einer Branche ein gewisses Standing haben oder einfach, eben, sie sind schon da drin. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, okay, wenn jetzt irgendeiner kommt, der wirklich den Tag nicht trifft, nichts, Bro, ist alles von A bis Z irgendwie komisch, dann kannst du als Sachliche oder einfach sagen, Bro, was ist das? Aber wenn jemand Jungs und dann noch den ersten Song released und dann kommt von jemandem, der erstmal von einem komplett anderen Genre ist, einfach mal nur Hate, pauschal. Ja, voll. Dann fragst du dich schon, Bruder, dann ist das für mich nicht eine Kritik Absolut. an ihn, sondern ich sehe da einfach einen 46-jährigen Bruder, wo ihm einfach nicht passt, dass der Bruder jetzt da den Weg am Gehen ist, noch Messe ist. Ja, ich weiß halt nicht, wie viel er von dem gewusst hat oder ob er einfach den Song gelassen Ja, hat. wahrscheinlich hat er gedacht, der Ja. Song ist schon so polished, Bro. Ja. Er muss jemand sein, der schon lange Musik macht. Aber ja, aber am Schluss ist es dann auch egal. So, Ja. ich würde ihm Hand schütteln, wenn ich ihn sehe. Und Safe. Aber- Aber ist nicht zum Beispiel die Grundidee gewesen, bevor, also wenn ich jetzt zum Beispiel so auf die Schnelle überlege, Bro, ich werde Musiker oder ich werde Musiker oder ich mache einen Podcast, dann bin ich also wie, ich habe jetzt ein Banger raus, so einschlagen. Verstehst du so? Du hast gesagt, ich will akklimatisieren.
Ist nicht so zum Beispiel gewesen, Bruder, ich hau jetzt eine fette Bombe raus und sie einfach einschlagen, nicht so akklimatisieren, weißt du? Ja. Nein, das ist auch nicht bewusst so, weil ich gewusst, was ich für andere Songs habe. Und es wäre nicht gerecht gewesen gegenüber dem September-Song, wenn er nach diesen Songs wäre rausgekommen. So ein bisschen. Ja. Dann So hat er wirklich perfekt seinen Platz Geil. gehabt. Real. Ja, über ein halbes Jahr nichts rausgegeben, bis auf die 2 Songs. Aber Leute haben wie einfach ein bisschen in der Szene rumgeredet und gewusst, da kommt jetzt etwas. Und das war perfekt gewesen. Du bist, glaube ich, sonst auch jemand, der nicht unbedingt. Wie soll ich sagen? Es gibt viele Musikerinnen, die einfach mega apolitisch sind und auch mega aufpassen, dass sie auch nichts Falsches sagen. Oder ich habe das Gefühl, du bist schon auch jemand, der nicht auf der Fresse hockt, oder? Nein, das Ding ist einfach, ich rede mit euch so, wie ich auch privat rede. Weißt, so. King. Gibt's Aber das denn? mache ich überall. Das habe ich mir wie geschworen, dass ich das mache. Weißt du, klar, irgendwann ist du bist ein bisschen Business, denn du weißt so, über Ja. gewisse Sachen redest du einfach nicht, weil du willst nicht dritte Personen verletzen. Ja, oder so. klar. Aber so alles, was mich selber betrifft, Ja. I don't care. So. Ja. Okay. Hat es dann schon, ohne Namen zu nennen, hat's Features gegeben, die du auch schon abgeschlagen hast? Ja. Und Das klingt, als hättest du ein paar Anfragen bekommen, hä? Ja. Okay. das ist ja verständlich, aber Ja, ich meine, safe. ist das im Cool auseinander? Oder gibt es Musiker, wo du sagst, Bruder, ich habe einfach dir Nein gesagt und du bist eskaliert, wieso? So, ich nehme einfach das Nein, ja. Es gibt ein paar Stories, es gibt ein paar unangenehme Stories, aber Das Willst ist du dir nicht überlassen, teilen? Bruder. Wer du willst oder ob du überhaupt willst. was hat mal jemand, der sehr big ist hier in der Schweiz, Mhm. was ich glaube wahrscheinlich immer noch so, aber ein Feature mit mir machen und ich habe wie so gesagt, hey, look, das ist kein Match? nein, einfach gesagt, ich habe gar keine Zeit. Und dann ist Ist Du Manilo so, gekommen. du Nein, so, Bruder, ich habe Termin. Es war auch real so gewesen, Bro. Ich war Ja. so gewesen, ja, Lukas fuckt alles an und Ja. das war auch nach dem Gucci-Schuh, glaube ich, gewesen. Und nachher haben wir das bei dem belassen so. Und dann ein bisschen later ist es wie 2-3 Mal nochmal geschrieben worden, Mhm. ja, machen wir jetzt ein Feature und so. Und dann habe ich ihnen gesagt, hey, ich glaube Ja. eher nicht so. Und nachher hat die Person über mein Management angefragt. Dann haben wir über das Management Nein gesagt. Nachher haben sie noch über das Label angefragt. Er so, nein, ist nicht nein. Und nachher über das Label angefragt. Dann haben wir über das Label noch Nein gesagt. Und dann habe ich per Zufall die Person noch persönlich an einem Ort getroffen. Hätte ich auch das gefragt. Nochmal gefragt. Nein, und dann habe ich so gesagt, yo, das ist einfach nicht der richtige Move für mich. Ja, crazy. Und dann ist die Person ins Radio gegangen Nein. und hat meinen Song Butterkuchen mitgenommen und gesagt, das ist der geilste Song. Und hat dann gesagt, ja, wir haben gesagt, wir gehen mal ins Studio und wir machen das noch. Ah, dann hat er einfach... Der hat auch so gesagt, es passiert. Ja. Bro, Alter. der Typ so, nein, ich mach, Bruder, ich muss nicht mehr fragen, ich mach mit dir ein Feature. Entweder mit öffentlichem Druck, Ja. ist noch, oder ich darf einfach nicht aufhören, dich Einfach fragen. Manifesting King. Aber es ist funny einfach. Aber darf ich schon sagen, wenn, das kann jetzt jeder herausfinden, wer das ist. Ja, wenn du es mit dem Radio droppt hast, dann ja. Ja, at this point so. Aber Was du musst, denkst es ist, wer ist? Bro, darf ich, sag du, ich bin zu dir Sag sagen, du aber sag, mal. nein, sag du. Nein, ich habe im Fall nicht mal ein Problem zu sagen, wer es ist. Ja, aber ich- aber das ist warte raten. schnell. ja. Blick. Nein. Scheiße. Warte schnell. Also es ist eine Person, die big ist. Ja. Rapper. Nein. Ah, dann bin ich ja voll falsch gewesen. Ja, dann, bonne Chance, Bruder. Hecht? Nein, keine Ahnung. Ich kann nur... Und es ist ein Musiker oder eine Band? Ein Musiker. Bitte sag, es ist Baschi. Oh Ich küsse sein Herz, ich finde ihn einfach funny. Aber ich habe nicht so Lust. Musik- geiles Ich finde ihn halt mega funny, aber mehr so, ich finde ihn einfach Oder auch nicht. auch ein bisschen Meme. Ja, Und ich glaube, der ist sicher auch irgendwo durch einen freundlichen Mensch. So. Aber das ist einfach zu viel. Ich glaube, er meint es gar nicht böse. Er Nein, ist einfach überhaupt voll nicht. kokst. Bro, verkokst. Ich würde ihm voll geben, dass er einfach vergessen, dass ich schon selber gefragt habe. wahrscheinlich. Ja, schon, das ist 100%. Ich kann- Ja. Ich kann mir vorstellen, er ist dann zu Gadget gegangen und hat gesagt, hey, der ist doch so ein cooler Musiker. Ich kann mir noch nicht mal... Hey Basti, Mensch, letzte Woche immer das Meer gemacht. Ah, okay, geht er raus, dann kommt er wieder. Er so, oh shit, ich bin ja vor dem Gadget-Gebäude. Ding, ding, ich sage, Crazy. Hey, es wäre lustig, du und Baschi. Es- Aber ich, also, Ich glaube nicht, dass es ein guter Move wäre. Ja. Ja gut oder nicht, das wäre sicher eine Erfahrung. Ja, Weil, das sei- weil ich kann zum Ich Beispiel... weiß auch nicht, aber- ob ich mich, also weißt, das Ding ist so, ich glaube, es ist cool, 5 Minuten, 10 Minuten, 4 Stunden mit ihm schnurren. So. Ja. Ich glaube, länger geht es kognitiv gar nicht.
Ich weiß nicht, ob ich 10 Stunden trapped Ja. in einem Studio mit ihm sein. Jackie, Bro, Jackie. wir sind, was, 10, 15, nein, wir sind eine Stunde oder so. Vielleicht am gleichen Tisch mit ihm gesessen. Mhm. Bro, es hat sich angefühlt wie ein Dings, Mann. Es hat sich wie so, ich so, okay, so ist es einfach für meine Eltern gewesen, wo sie früher an Hochzeit gegangen sind und ich bin einfach, ich habe einfach mich nicht im Griff gehabt, Bro. Mhm. Meine Eltern haben mich immer auf mich schauen, Bro. Ich habe nicht im Griff gehabt, Bro. Hoch an, mach keinen Scheiß, hoch an, beruhig dich jetzt, reiß dich zusammen. Ja, bei dir ist es halt einfach vielleicht so langweilig und ADS gewesen. Bei ihm ist es halt einfach der gut, WC-Besuch, Bruder. Bro, aber müssen wir wie festhalten, er ist, glaube ich, der einzige real-ass Rockstar. Ist. Bro, das kannst du wirklich sagen. Ohne Scheiß. Jetzt, ja. Weil das Ding Ja. ist, Und Bro, DJ Bobo. Nein, aber das Ding ist wirklich, Bro. Also ich weiss auch von Leuten jetzt, die eng mit ihm zusammenarbeiten, die so sagen, Dass sie ihn auch beliefert, oder was? wo so sagen, Bro, keine Ahnung, so Geschichten, die du normalerweise nur hörst von Manager oder Booker von Ami-Rockstars. Mhm. Weißt du, so Leute aus dem Hotel müssen ziehen mit, keine Ahnung, Alter, wie viel. Also, Das weißt heißt, du, was der ich ist krank, hä? meine? Bro, scheiß auf das, der Bruder lebt einfach. Ja. Ja, 100%. Und er ist so die Definition von kein Fick. Gell? Ja, so. Bro, ihm ist scheißegal. Aber, Bruder, Bashi ist so zu meiner Jugendzeit ist auch rum gewesen. Macht er noch Musik? Ja, Bruder, weißt du wie? ja, der macht schon eine Musik, aber ich kenne im Fall ehrlicherweise keinen Song von ihm. Doch, komm bringen heim. Ja, gut. Ja. Und das, oh, Das- das das- geht, Komm wüsst. bringen heim, jetzt sage ich etwas. Komm bringen heim, der Song ist ein Industrial Plant gewesen. Was? Das ist er gewesen, Bro. Hab ich kannst nicht sagen. Bro, Was hast du gesagt? Das ist platziert von der Industrie, Bruder. Der Song ist doch kein Aber Song was für war das Wort, das du vorher gebraucht hast? Industrieplant. Aha, Industrie... Ey, Bro, ich hab's nicht Industrial Plant. Das, Bruder, Industrial Plan. Bruder, da das kannst du nicht crazy. sagen, dass das repräsentativ für die Schweizer Nazi war, Mann. Bro, ich weiß gar nicht, wie der raufgekommen ist. Mit Music Star. Bro. Das ist etwas, was er sich hure oft sagt, nachdem er eine Nacht verbracht hat mit irgendjemandem. Danke, sorry. Dankeschön. Bro, würdest du mit dem Real. DJ Bobo etwas machen? Macht der noch Musik? Bruder, wenn du ihn Don't- anfragst, er macht sicher. Don't disrespect Bobby, Mann. Nein, ich will mit dem DJ Bobo nicht Musik machen. Krass. Yes. Er geht einen anderen Podcast. Ey, los mal, das von Nein, hinten. nein. Der kann doch nichts, Alter, man los dazu, Alter, der kann nichts. Nachher macht er. Chihuahua. Nein. Sorry. Scheiß auf den. Gut. Du hast keine anderen Features mit. Also du hast keine Features mit nicht-Rapper. Nein. Bewusst. Ja, schon, weil meistens fühle ich halt die anderen Leute nicht. Okay. Ja. Okay. Aber so, du würdest nicht. Kann ich. Pegasus oder so. Nein. Also wenn dann nur Mundart-Leute. Ah, fair. Ja. Okay. Auch, oder vielleicht auch noch Deutsche. Ja. Aber nicht Englisch. Weißt du, was würde wirklich geil sein? Was? Du und Paul Hartmann. Ah. Das würde ich sehr fühlen, Bro. Ja. Das Ja, wäre also das es kann, geilste kann Feature. man Du- deutsche Features definitiv. Was? Also kann man deutsche Features safe. Ich kann gar nicht sagen, es ist ja wahrscheinlich nur eine Frage von Zeit, und dann in Deutschland Also weißt du, rum ist. ich arbeite ja fast nur in Deutschland. Ja. Und ich kenne viele Atzen dort. So. Bro, aber ist nicht so, hat's auch nicht, wie du jetzt mit Deutschen zusammen schaffst, kommst du auch nicht einmal so DMs über, was das für eine Sprache, ich rede Nein. Deutsch. Bro, es ist eben mega funny, Bro. Bei mir ist das nicht so krass, das Ding. Ich bekomme öfters mal von deutschen DMs, die sagen, dass sie das super geil finden. Krass. Ich muss Ja. allgemein sagen, du hast wenig Hate auf deine YouTube-Videos und so. Bis Bis nach fast dieser kein Folge, nicht. ja. Ja, das stimmt. Vielleicht kommt jetzt Grace Army auf unsere Folge. Nach diesem Podcast. Ja. Grace Army. Wer ist der Eri? Bro. Dann schreibt er, wer ist der Iron? Weißt du, extra sind die Gang. Wer ist dieser Iron? Der ist aber nicht Halligalli, oder? Ah, egal, nicht der Gute. Ja, du hast immer gesagt, du willst Sachen auspacken und Reezy. Gibt es noch irgendetwas, wo du findest, so, das wollte ich unbedingt ansprechen? Ja, nein, eigentlich nicht. Bro, ich habe eine Frage. Ja. No. Wo wir die Jungs von Sektion Zürich bei uns hatten, Ja. haben sie ja gesagt, wo wir dann von so Strassenrap anfangen, dann bei auch zum Beispiel ein bisschen Mainstream fahren oder halt Pop oder so, ist bei Umfeld mega also ist beim Umfeld so ein bisschen Dings gekommen, Bro, so ey, was machst du? What the fuck? Gehst du jetzt richtig, weißt so Pop, weil du weißt, es verkauft sich, was läuft mit dir? Hast du in deinem Umfeld, wo du mit 18 den Cut gemacht hast, gesagt, ey, weißt du was, ich gehe jetzt die andere Schiene, ich gehe jetzt weg von Rap. Hast du in deinem Umfeld gegeben, wo das nicht verstanden hat oder sogar gesagt haben, was machst du, das bist nicht du? Nein. Aber ich habe nicht so viele Freunde gehabt. Ja. Ich bin nicht so cool gewesen.
Ja, Bro, viel Aber- heißt nicht viel. Das ist eine coole Sache. Aber Mit 2 Leuten und dann mit 2 robusten Leuten kannst du jede Armee ficken, Bro. das stimmt. Mal Reise. Ja. Ja, das stimmt. Aber die, wo, also dein Umfeld zum Beispiel, oder die gehabt hast, Nein, das Ding ist ja, dass ja nicht wirklich vielen Leuten zeigt. ohne Scheiß. Ja, jetzt nicht wirklich vielen Leuten zeigt. Also Rap so wie das andere. Also Rap wie Indie. ja, beides nicht so wirklich gezeigt. Und den Leuten, die ich es nicht gezeigt habe, die haben beides geil gefunden. Also, wo ich gerappt habe, Ja. aber auch, wo ich dann andere Musik gemacht habe. Kannst du uns echt nachher off, wenn wir, hast du vielleicht etwas so per Zufall vom Handy von früher vor Rap? Einfach nur laufen lassen vor uns, nicht? Mich jetzt hure Wunder, halt, er auf Rap. Ja, safe. Ja, ich habe jetzt. Ich Nachher, habe ja. sogar mein alles erste Mal aufnehmen, habe ich sogar irgendwo. Das wäre krass, mich jetzt hure Wunder. Also das heisst, es ist so, also so wie das tönt, ist das so wie alles. Du hast gerappt, du hast gefunden, ich höre jetzt höre auf mit Rap, ich gehe jetzt zu Pop, zu Indie-Pop. Und alles selber, du hast gewusst, du kannst es, also du hast gewusst, ich versuche es. Bro, der Junge langt an, das ist Gold, Bro. Das momentan ist so der Vibe. Und das feiere ich einfach. Du feierst es? Ich feiere es. Ja, ist weißt du, geil. damit auch jetzt die paar Deutsche weißt, Ja. dass die auch, Dass die auch noch unsere Dass die Fotos auch noch- hören. weißt du, drei Wörter auf Hochdeutsch. Wir Ja. feiern das. Hey, und wo hört sie in der Schweiz auf für dich? Das ist eine sehr gute Frage. Weil du... Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, welches Ausmaß möglich ist. Mhm. Ich glaube, da geht es sogar noch mehr Ja? als Low Letico ERZ mit ihren Hits gemacht haben. 100%. Ich glaube, wir wissen einfach noch gar nicht, was möglich ist. Culture, das Ding ist, ich glaube, das, was jetzt passiert, ist mega spannend. Weil es gibt auch mit Name-Dropping, Hotel Samar, Mhm. Insane. Suki, jetzt gerade aus Bern, Sie the Freshman, sogar Englisch die Leila. Es gibt Acts. Also, wo- sorry, du hast gerade Namen gedroppt, zwar alle aus Bern, Ja. wo ich insane finde. Ich Also auch. eben Hotel Ja, Samar, Hotel Samar ist the shit, Bro. Bro. Das ist so. Also nein, das ist ungelogen das Beste Mhm. nach mir. Nein, ich würde sagen, das ist nicht das Beste, sondern das ist das Innovativste, was ich seit langem gehört habe in Mundartmusik. Also Hotel Samar, Ja, untouchable. also wirklich untouchable. Und eben auch Laila, sie hat Ja. den Song Gun to My Head. Ja, Bro. Und welcher ist der andere, Fuck, man. wo so unglaublich berühmt, wo so unglaublich abgegangen ist? Nicht Gun to My Head, sondern... Gun to My Head ist, glaube ich, der Hit. Ist das der Hit-Hit? Das ist Okay. der Hit. Und dann, ich bin nicht so gut. Aber sie hat einmal das Tape Drop Generation oder so, das ist schwer, das ist easy. Das ist Genau, Gun to My Head, stimmt. Ja. Und Places habe ich Ja, gemeint. Places, ja. Das das sind ist Schweizer. schon Bro, Das ist- Laila ist Drummerin gewesen von Jeans for Jesus. Jeans for Jesus, genau. Und hat, oder Bassistin, Nein, ich glaube Gitarristin. Gitarristin, ja. Auf jeden Fall hat sie für die gespielt. Dann haben sie, glaube ich, mal auf einer Stage einfach so gesagt, ey, unsere Gitarristin oder unsere Band, unser Bandmitglied hat einen eigenen Song. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die Lore Ich ist. kenne den Come-Up nicht. Ja. nicht richtig. Und dann haben sie das so gespielt und dann auf einmal, Bro, also ich meine, sie ist insane. Bro, sie macht so krasse Musik. Ja, Also so etwas könnt nachher auch, könntest du in ein paar Jahren sagen, ey, ich habe das auf FIFA gelost. Weißt du, was ich meine? So, ja, ja. so Das wirklich ist krass. insane. Dings ist ja, jetzt wo du FIFA sagst, also sie macht auch Englisch. Fuck. Sie, die Tamilin, glaube meinst du? Ja, Priarago. 20, ja, Alter. Priarago. Ja, genau. Priarago. Mhm. Ja, Sie die hat- Hure krass. Bro, ich sag immer, Bro, ich habe FIFA mit 2 Freuden. Erstens Fußball spielen, simulieren und zweitens geile Songs auf den Scheiß. Du kannst auf dem nächsten FIFA sein, Alter. Du kannst auf dem nächsten never know. FIFA sein. You never know. Aber stimmt, ich finde, sorry, du hast einen mega wichtigen Punkt gemacht. Mach Auf jeden weiter. Fall. Ja. Das Ding ist, es ist mega spannend, weil wir die jetzt gerade da die Szene ein bisschen aufmischen, Ja. wir arbeiten an einer neuen Musikidentität der Schweiz. Und das Ding ist, Oh, falsch. Nein. ach, das ist ja eine Move. Auf jeden Der Fall, dritte hat erst geklappt. Er ist einfach Silo nach dem zweiten. es ist mega spannend, weil es ist wie, das Problem ist nur noch da, dass nicht genug Augen das checken. Also weißt, die Leute in der Schweiz wissen nicht, was da gerade passiert. Oder Ohren. Oder Ja. gönnen es nicht. Ja, Wollen sie nicht warten? Ohren. Nein, wir wissen es einfach noch nicht. Es gibt nicht genug Plattformen für all die Acts und es wird die auch nie geben. Du musst sie wie fast erarbeiten und fast ein bisschen auch erklauen, blöd gesagt. Weil ich habe wirklich das Gefühl, das sind alles Acts, die huger werden als alles, was bisher
existiert hat in der Schweiz. Mehr sogar inbegriffen. Und das wird jetzt einfach zeigen, wie die Leute auf das reagieren. Weil das Ding ist halt einfach, es ist immer noch Schweiz. Und die braucht sehr lange, um so Sachen zu verstehen. Und das Ding ist halt, und das ist glaube ich etwas, was ich als einzigen Auftrag sehe, anhand von meinen Musikern da sind, ist Leute, die daheim Musik konsumieren. Und die hören jetzt zum Beispiel auch Zartmann und so. Mhm. Und alles, was du in den Medien hörst, ist Hecht, ist Tabu Fantastic, Bro. Natürlich hast du keinen Bock auf Mundartmusik. Weil du denkst, nein, aber das ist ja nicht annähernd der gleiche Musikstil. Ohne die Musik diskreditieren, Bro. Weißt du, Bro, Hecht hat gute Songs. Tambo hat gute Songs. Yeah. Aber wenn du Zartmann, Chiago oder so schaust, Bro, du willst doch nicht das hören. Yeah. Und du weißt dann, wenn das halt nur die Namen sind, die rumgehen, oder man tut ja immer von Mundartmusik reden als ganzes Genre. Ja, man sagt nicht mal, dass es verschiedene Mundartmusik-Genres gibt, Type Shit. Und wenn du natürlich immer nur das mitbekommst, bist du so, ja, Homie, gar keinen Bock dort zu diggen, weißt du? Ja, ja. Und dann finden sie eben auch die Leute ja gar nicht, wo eigentlich ihren Musikstil machen. Das ist real as fuck, Bro. Und das muss sich halt mega ändern und dort muss man halt die Türen aufmachen und darum ist es eben mega wichtig, dass so Sachen wie Low Loading mit ihrem 079 passieren, dass Sachen wie mit einem EAZ passieren und dass es immer wieder so ein bisschen Hits gibt, wo durchstechen und die Leute sagen, hey, look, da gibt es im Fall noch mehr als nur solche Musik. Und dann wirst du auf ihre ganze Musikpalette aufmerksam. Ja, genau. Absolut fair. What real. Ja, und ich finde, du machst es hure Fass auf, aber absolut real, absolut geil. Und ich glaube eben, dass das Gute an der Schweiz ist ja wie auch so, wenn du dich connecten mit diesen MusikerInnen, Bro, es ist wirklich ein Call. Es ist nicht mehr. Ja, es ist wirklich so. Also weißt du, ich merke das wie so, gerade die Filmszene in der Schweiz ist noch mal ein bisschen anders als die Musikszene, nur schon wegen Konsum. So viel mehr, ich behaupte mal, viel mehr Schweizer Musiker konsumiert als Schweizer Filme, die geschaut werden. Aber wo ich für meinen jetzigen Film wie so gefunden habe, einer der hottesten Regisseure, die es momentan in diesem Genre gibt, so, ich habe ein Mail gemacht und dann ist es so 3 Tage gegangen und ich habe einen Kaffee mit ihm getrunken. Weißt du, so. Yeah. Und es ist so fucking possible, zum sich austauschen, zum zusammen wie so, keine Ahnung, halt, eben Türen öffnen oder halt Weg ebnen oder sagen so, jetzt machen wir es anders. Und ich glaube wirklich, und vielleicht hat man das vor 20 Jahren auch geglaubt, aber ich glaube wirklich so, was in der Schweiz momentan abgeht, so mit der Musik. Und ich scheiße auf all, ich rede jetzt nicht mal von denen, die nicht Mundart-Musik machen, sondern weißt so, was so abgeht mit Menschen, die schweizerdeutsche Musik machen, da wird so viel passieren, Bro. Ja, definitiv. Also ich meine, weißt du noch, wir haben eine Phase gehabt, wo wir irgendwelche Rapper aus Finnland oder so oder Holland gelost haben und hard gefunden haben. Weißt? Ja, voll. So. Also, das gibt mir so ein bisschen, das Außenstehende, wenn ich das höre, ist das so ein bisschen wie, wo halt Akzeptanz oder halt wie so das Verständnis für die Leute in der Schweiz gekommen ist, für Schweizer Rap allgemein. Ich glaube, es ist ja eine Zeit lang schon Schweizer Rap, also ja, vielleicht immer noch, aber mega so ein Kantone-Dings, weißt du? Ja, mega. Und jetzt habe ich das Gefühl, kommt der Wandel seit so ein bisschen 1-2 Jahren eventuell, kommt so ein bisschen der Wandel, dass Leute einfach sagen, geile Schweizer Rapper, geile Schweizer Rapperin zum Beispiel, oder? Und dass man sich auch das gibt zum Beispiel, dass man auch geht, dass man auch mitbekommt, ein neuer Rapper, neue Rapperin und so weiter. Natürlich andere Genres, aber... Ja, aber so und auch das mittlerweile... Acts mit Luke und Manilo einfach Shows ausverkaufen. Bro, ich kann es nicht gesagt, aber geil, Mimix und Dings, er hat gesagt, zum Beispiel Mimix und Bro, schlimm. Die machen Tours, Bro, die verkaufen Shows aus, Bruder. Ja, mit Rap, Bro. Und es gibt Leute, die müssen ihre Tour absagen, wie sie können genug Tickets verkaufen. Nach Name-Dropping? Nein, ich sage einfach, nein, es ist nicht mit Name-Dropping. Nein, aber ja, es passiert auch immer wieder. Es ist einfach absolut das Gang und Gäbe, Bro. Ich meine, wenn ich jetzt mit ihm eine Show ankündige, und irgendwie habe ich das Gefühl, ey, es läuft bei uns und so, mit unseren Zahlen, wir machen eine Show. Und dann sehe ich, Bro, es ist nur ein Drittel weg oder ein Viertel weg. Dann überlege ich zweimal, wie wir es wirklich die Show geben. Das ist aber das Lustige ist, wenn wir von unseren Shows reden, bei Musikschaffenden, sagen wir, bei unseren Shows haben wir so viele Tickets verkauft. Ich habe mit dem Thierry letztens darüber geredet. Thierry schafft bei ihm im Booking. So. Und dann hat er mir gesagt, Bro, hard, wie die haben das einen Monat vorher gemacht. So die Balls, oder? Und das Erste, was die Leute sagen, dann ist wie so,
Ah krass, mehr als mancher Schweizer Rapper. Ja, Aber dann finde ich eben auch, das ist eben auch kein fairer Vergleich. Unterhaltung Klar. mit Musik vergleichen ist einfach... ja, er hat ja schon auch guten Reach. Also Ja, okay. keine Ahnung. Ja, aber gut. Also eigentlich ist es gar nicht wichtig, es geht gar nicht um uns. Sorry. Ja, es geht glaub, mehr darum, zu sagen, ich glaube, wenn du die Musik auch nicht verstehst, kann sie hard sein. Also weißt, nur schon, wenn du überlegst, wenn du... Ja, pronto, Bro. Ja gut, aber da verstehst du nicht, weil er einfach mumbelt. So. Ja, Aber zum Beispiel, ich habe kein Italienisch. Aber Ja. ich weiss, Elea... Bro, LA finde ich auch. shit, man. Also weißt, Bro, die hat über 1 Million monthly listeners Bro, jetzt, shit is gell? crazy, bro. Shit is sie crazy. ist wirklich am... Das ist krass. Es Sie ist am also Gär, bro. Ja. Aber das, was ich wollte sagen, ist, wenn du kein Schweizerdeutsch verstehst, Bro, Ja. und du hörst EDB, dann hörst du einfach wegen der Melodie, Und wegen der Qualität. wegen der auch. Qualität Ja. oder wegen der Überlegung, dass es einfach fucking guter Sound ist. Punkt, Bro. Voll. Ich meine, mir hat 50 Cent damals nicht gecheckt. Ja. So ist jetzt ein sehr weiter Vergleich, Ja, aber safe. ich wollte nur sagen, so, Ich bin 50 Cent von der Schweiz. er ist der EDB von... Ja, genau, von Amerika. Bist du nicht Money Matter von Schweiz? Nein, lustig, es ist witzig, dass ich diesen Vergleich noch nie bekommen habe. Was, Maniotter? Ja. Hast nicht du vorher gesagt, muss man immer XY von der Schweiz sein? Ja, nein, das überhaupt nicht, aber wir bekommen es halt trotzdem immer Ja, ein umgewollt. Du fragst schon nicht. Ja, Ja. safe. Das ist ja immer so. Das ist ja, egal was du machst, Bro, wenn du, sobald du anfängst, so ein bisschen eben etwas liefern, Zahlen, Erfolg haben, finde ich, wirst du immer automatisch verglichen von Konsumenten oder von Leuten, die einfach dich gerade sehen, sagen, ah, die und die von der Schweiz, ah, der und der von der Schweiz, Bro. Es ist überall, ich glaube, bei jeder Nische, Sport, Unterhaltung, egal was, weil einfach, keine Ahnung, vielleicht ist das, also es ist sicher nicht böse gemeint, aber ich glaube, es ist so wie, dass man einen Vergleich hat, um zu sagen, für mich, er hätte vielleicht das Potenzial, um in die Richtung Ja. zu gehen, eventuell. Und weißt, man hat ja auch gesagt, Steve Merson ist PDD von... Sorry. Das ist jetzt über Das ist sehr übertrieben, ja. Das ist jetzt, das wird jetzt eher... Realest Scheiß, den ich seit langem gehört habe. Das wird, ja, das ist... Ich hoffe, du kommst mal in den Podcast, Stefan. Bro, fuck Steve Merson, ja, jetzt du bekommst 50 Flaschen Babyöl. Ja, Mann, komm mal meine Party. Bro, Steve Merson, einfach der Dude, er pull up mit fucking Ferrari U16 Part. Alter, das ist wild. Es ist ein Phänomen, Bro. Und ich sage, in ein paar Jahren werden die Leute sagen, wie haben wir es nicht können sehen? Ja. Bro, wer hat es nicht gesehen? Bro, Ja. wer hat es nicht gesehen, Bro? Wer hat's nicht gesehen? Bro, aber Also, Bro, mit Kids ins Alpenmarkt Ja, ja, das ja, aber schwimmen. sagen, Bro! Ich sag Gott sei Dank, also hey, ich mache jetzt ein Event für meine Community bis 14. Also das Wort hat noch nie richtig ausgesprochen, Bro. Ja, Bro, aber wir müssen jetzt nicht Community. über die Sprache rauslachen. Ja, safe. Will, Bro. Wie hat das gesagt? Sag's nochmal. Kannst du nicht? Ich kann es eben nicht mehr... Ich kann es eben auch nicht noch. Es ist so wild, wie er... Well, Wild. Wie er Community sagt. Community. Conti. Community. Conti. Community, aber Community. Community oder so. Community, ja. Community oder Ja. so. Mega komisch, ja. Ja, Bro, schlussendlich, also, Ja. ja. Hast du gewusst, dass Steve Merson bei Du aus Switzerland war? Ja, ja. Ja, sicher. Wer ist Mein auch, Bruder, du redest mit... Ah, seid ihr weiter Bro, er ist Bro. professional. Aber Steve Merson folgt hater, Steve Bro. Merson. Ich bin so hart im Rabbit Hole. Nein. Ich gar nicht. Bro, der ist auch Politiker Bro, gewesen, Mann. aber hört auf Steve Merson folgen. Bro, abgesehen davon, dass das jetzt alles so Joke war mit dem PDD-Scheiß und so. Bro, es ist so... Also das ganze Prinzip von Leuten folgen, nur damit man etwas geschenkt bekommt, ist hure wack. Ja. Ja, vor allem, du, Und vor allem die ganzen Kids haben dann das Gefühl, Bro, auch das mit noch Steve Abi, jetzt an dich selber. Bro, wenn du jemandem etwas schenkst, weil er gute Noten in der Schule hat, Bro, es gibt im Fall Leute, die strugglen in der Schule und vielleicht einfach nicht keine gute Noten haben. Bro, die fühlen sich weisst wie wack, wenn sie so etwas sehen. Weil so, keine Ahnung, du kannst nicht von jemandem erwarten, dass er schulsmart ist, wenn er vielleicht nur street smart ist. So. Get your shit together, Steve. Hast du gehört, Stefan? ja, Bro, ich meine das auch, also abgesehen von jedem Hate jetzt so, wo eben auch so vielleicht, wo eben so, haha, er kann das wohl nicht aussprechen, aber unter dem Strich haben wir auch schon x-mal gesagt, Bruder, du kannst nicht, das beste Beispiel, eines der besten Beispiele, die ich gesehen habe, wo einfach zeigt, dem Bruder ist scheißegal, was er schenkt, was er macht, Hauptsache Content. Er geht zu einem von Vinti, Bro, und er so, ja, weißt, ich habe mega Probleme mit meinem Arzt und so weiter. Und der Arzt hat gesagt, Bruder, du musst auf dein Gewicht schauen, du bist noch mega jung, du bist erst 12, 13, schau etwas, mach etwas, dies und das, weißt du. Steve Merson, McDonald's Gutschein. und der Steve Merson so, Bro, gehen wir einen Döner essen. Er so, gehen wir einen Döner essen, G. Er hat nachher schon etwas gesagt wegen dem Gym, aber wir schauen, mach gute Noten, dies und das. Aber Bruder,
Bro, der mit den Noten sehe ich aber hure. Das sehe ist es, hure ich check problematisch. das. Weil weißt du, unsere Eltern mehr oder weniger haben ja auch so den Druck gemacht, so, gute Note, 4 ist nicht gut, 4,5 ist nicht gut, 5 ist, wieso nicht 6, 5,5 ist so, bist kurz vor 6, 6 ist so besser, weil das erwarten wir von dir, weißt du? Ja. Und dann ist so, wenn ich in meiner Schulzeit einen Steve Merson hatte und ich hätte gesehen, dass er einem oder Seit die einer. Coco schenkt für. Ja, oder einen scheiß E-Trotti, Bro, weil er jetzt einen Pfeifer gemacht hat in seiner scheiß Prüfung. Er hat so schlimm Augen gemacht. Ich hätte einfach Augen gemacht, Bro. Ich hätte das Trotti geklaut von dem anderen, Mann. Ich hätte das Trotti von ihm geklaut, Alter. Ja, aber ich hätte real. gesagt, du hast das Gefühl, Ja. du hast das Gefühl. Nein. Und was er auch noch, er löst das Narrativ aus, Bro, wo das Gefühl haben, so, der ist der, der etwas verschenkt. Er hat ja das bewusst platziert. Er hat gesagt, wieso, ich verschenke bewusst Sachen an Leute und das Problematische ist, nur an Kinder, Bruder. Bro, Es ist einfach, also, nein, Punkt, das geht einfach nicht. Ja. Also ich finde, eigentlich sollte man es wie sagen, ja, Bro, du musst halt einfach etwas anderes finden zu machen. Wenn das so der Drang ist, zum berühmt zu sein von ihm. Und das ist ja offensichtlich, aber Ja. nicht so. Also ich er hat glaub, mal in einer Doku gesagt, es geht ihm nicht um das. Er wird Menschen Leben verbessern. nein, ich glaube, es geht einfach, also weißt du, Voice of Switzerland, also es geht Ja. einfach per se Ja, darum, berühmt zu sein. 100%. 100%, ja. Und das ist übrigens Top Steve Merson Moment ist, wie ein Schwan von Weiss, so weiss wie Schnee singt und nur der Göhle dreht sich um. Aber auf jeden Fall. Das habe ich nicht gesehen. Nein, warte, was ist das? Nein, Bruder, warte, was? Der Göhle hat es sogar beim Umdrehen. Nein, Eben nicht! Und das ist sein Song, Bro. Das ist sein Song. Er hat dem Göhle seinen Song gespielt und der Göhle hat sich nicht umgedreht. Steve Abi hat. Dort hat mir ein bisschen leid getan. Stell dir vor, du bist so scheiße, nicht mal Gölle findet dich geil, Alter. Ja, das ist schon. Nein, Bro, ich finde, man muss ihn auch nicht per se persönlich mega abmachen. Aber es geht einfach nicht. Aber ich glaube, Ja, es er geht checkt nicht halt Content, einfach nicht, ja. dass es nicht geht. So, weißt. Er ist so, yo, ich bin der Messias und Mhm. ich tue jetzt. Ja, eben, gut ich finde verbreiten. einfach, Aber ich ich würde hate gerne ihn. mit ihm mal hier einen Podcast Bro, kommen. ich hate ihn einfach, weil ich finde, müsste eigentlich alt genug sein, zum checken, Ja, was das läuft. ist Darum schon- hate ich ihn. Ja, Darum es hate ich ihn. schmeckt einfach sehr nach. Voll, weil es gibt Kindheitskomplexen. auch, ja, es gibt nämlich auch So das Menschen, Michael Jackson-Scheiß. es gibt nämlich auch Menschen, wo ein gewisses Alter haben und dann siehst du einfach, die sind einfach kognitiv nicht, dann ist es nicht möglich, dass sie sich so hart auseinandersetzen. Und bei ihm denke ich einfach, Bro, spätestens wenn du 30 Leute hinter dir hast, wo wie so eine Posse dir hinterherlaufen, irgendjemand muss ja dir sagen, Bro, Ja, chill. absolut. Aber ich hätte gerne Guido Lehr von ihm bekommen. Guido Lehr. Guido Ah, das ist Lehr. auch etwas, Oh, eben stimmt, Lehr ja, verschenkt. ja. Stell dir vor, du gehst so Stadt Bro. chillen, plötzlich du musst einfach Guido Lehr machen. Bro, ich habe 100. dass du deiner Mutter sagst, was Noten? Ich habe Was Lehr lernen? Ich weiß, du hast nicht mal wollen, Bro. Ja. Du bist einfach in die Stadt gegangen und fuck, ich folge dem, jetzt muss ich Ja. Guido Lehr machen. Bro, wie viele Bewerbungen haben wir geschrieben, bis wir mal überhaupt gerufen worden sind? Hättest du Guido Lehr weggerippt, wenn du so damals Bro, in der Bro, Klasse... schau jetzt. Bro, wäre ich jetzt irgendwo an einer Berufsmesse, ich habe 120 Bewerbungen schon geschrieben, ich gehe an eine Berufsmesse, weil erstens musst du ja von der Schule und zweitens denkst du so, vielleicht habe ich da noch eine Chance. Und dann sehe ich, wie einfach einer sagt, ich verschenke Lehre. Hätte ich in dem Moment Zugang zu etwas, wo ich weh machen könnte, ich hätte ihn weggemacht in dem Moment. Und wir reden nicht von Aber Wörtern. doch nicht für Guido Lehr, Bro! Nein, es geht darum, dass es. Wie kann nein, nicht für Guido Lehr. Ich wäre so, Bruder, ich reiss mir den Arsch auf, ich mache Bewerbungen, ich Ja. schicke sie per Post und du bist Ja. am nächsten besten Spaß, weil er einfach gerade ins Video passt und lustigen Content für dich gibt. Ja, check. Gibst dem einfach eine Lehre. Ja, vor allem, du musst Wer mal überlegen, bist du, dass du musst kannst so- ermessen, wer für die Lehre gemacht ist? Du hast 3 Minuten mit dem Menschen geredet und du findest eine Lehre. Aber es gibt eben Klicks. Eben, das ist das Problem. Gut, also Machen wir die Schublade. ja, machen wir lassen wir das. Hey, ja, wie gesagt, wir haben jetzt recht lang über deinen Werdegang geredet. Ich habe jetzt glaube schon 10-mal gesagt, dass ich es sehr geil finde, was du machst. Willst du nicht Schwanzlutschen? Ja, Ja, wahrscheinlich zu, schon. ja, gell. ja. Ja, Schon. also ich ja. Ja, Okay. geil. Geil. Also ja, krass. Ja, Unangenehm ruhig sein, ja? Das sind Kommen beide. wir wieder zurück auf Dating Ja, ja. hey, ich würde nochmal gerne sagen, so, also wir haben jetzt über das geredet, ich habe es sehr real gefunden, dass du gesagt hast, was ist in der Schweiz möglich, wo ich überhaupt an. Ich sage Ja. sag 2 Sachen. Erstens, ich brauche unbedingt das Unplugged-Album von dir. Ja. Do that shit, bitte. Mach ich für dich. ASAP, danke, 1000, love you. Zweitens, danke für die Insights. Ich habe es super spannend gefunden. Ich habe mega spannend auch gefunden, eben, dass du so sagst, ey, also wie fest du dich mit der Schweizer
Szene auseinandersetzt. So. Wie du sie siehst. Voll. Wir lassen nachher noch am Schluss einen Song laufen vom EDB. Du darfst noch sogar wünschen wählen. Okay. Und ich glaube, bevor wir fertig machen, du hast noch eine Frage. Ich hätte sicher eine Frage, aber ich habe das Gefühl, dass wir auch wieder das Fass aufmachen, wo wieder 3/4 Stunde weißt du, geht. Ich hätte, also weißt du, private Sachen, weißt du, eben so Thema, eben. Mach quick. Bro, zum Beispiel habe ich gesehen Also, auf 20 voll schnelle Minuten. Frage, Bruder. Ja, nein, chill doch. Ich habe auf 20 Minuten gesehen, zum Beispiel, dass du gesagt hast, ich bin nicht der Mensch, eben, der Tinder datet tut und so weiter. Ich hasse das, ist zu oberflächlich und so weiter. Wann hast du das letzte Date gehabt? So Date. Wo du auch so eben zum Beispiel mit ansprechen, du sagst, hey, willst du mal einen Kaffee trinken oder so? Wow, das Outro, Bruder. Ja, lach. Ja, actually die Woche ein Date. Hast du so auf der Straße angesprochen? Oder ist Nein, passiert? das ist eine crazy Story. Nein, nicht crazy Story, das ist eine komische Story, egal. Aber vorher hatte ich sicher 3, 4, 5 Monate her. Ja. Aber also weißt, es ist so, ehrlicherweise, ich habe einfach gar keine Zeit gehabt. Also es ist so gewesen. Wir haben gecheckt, du hast einen Song mit dem Manlio, der heisst Zeit, Bro. Nein, das Ding ist einfach gewesen, ich habe wie mit jemandem etwas gehabt und habe nachher irgendwie auseinandergegangen und so. Und nachher bin ich einfach nicht ganz so straight up gewesen, muss jetzt etwas Neues so, sondern einfach gelebt so und bin jetzt nicht mega die hard auf der Suche nach etwas gewesen. Aber also da ja ich glaube er will 100%, aber ich will es nicht sagen, darum wenn jemand Interesse hat da draussen, wenn jemand Interesse hat, schickt Bewerbungsunterlagen direkt und Lebenslauf. Und was Genau. noch? IQ-Test. Was ist IQ-Test, Alter. Was ist Pickup Und ich wollte einen Screenshot, ob der Steve Merson folgt. Ui, das ist ein guter Punkt. Bro, was ist Pickup Line vom EDB? Gibt's nicht, Bro. Ich zeige einfach mein Spotify. Er spielt einfach Wonderwall von Oasis. Ja. Next. Ja, next question. Okay, krass. Ja, also ja, ich habe noch... Also all deine Fragen gehen wirklich Nein, ist nein, das Ding und wie kann man ihn packen? Nein. Ja, Bro, geil, it's crazy. Das ist crazy, ja, Bro. Bruder, wenn Also, ich... es ist super hart. Also, wenn ich dich google, geht es entweder um deine Musik oder wer du datest oder wieso du nicht datest. Oh, ja, okay. Weißt du, gar nicht gedacht, vielleicht gar nicht der Trophäe, weil er ist halt einfach wie so, also was ich halt einfach denken kann, ist ein geiler Sicht, weil er hat geschrieben, Tinder ist nichts für mich, ich hasse Bro, überhaupt. Tinder ist auch einfach weird. Und ich hasse auch, weißt, also ich bin vergeben, Bro, und Ja. schon damals, als ich Single war, Der ganze Work und jetzt bist du vergeben. Bruder, Er spielt Hard to Get. Bleib Bro, auf jeden Fall, ich bin auch so, Löwe, weil ich bin auch so, ich finde das zu grusig und zu oberflächlich. Alter. Ja, das Es auch. ist zu weh, es ist mir zu fest so, was ist das, Alter? Du gefährst mir. Ja, nee. Aber nachher das ist nicht das Leben. Das kann, ja, actually, darf ich da noch schnell was fassen? Ungeniert, mein raus. Bruder, Also- ungeniert. Ja, letztes Mal mit jemandem mal mega lange über Dating-Apps geredet. Ja. Und es ist wie dann so das Fazit aus dem Gespräch gewesen, ja, ich kann eigentlich nicht mal wirklich mitreden, weil ich es noch nie hatte. Und Hast du gesagt? Nein, das ist einfach mein Fazit daraus gewesen. Und er hat dann gesagt, hey, lass dir doch einfach mal ab. Nachher hast du die App aber gerade... Und nachher habe ich mega lange überlegt, ja, aber, also Tinder habe ich nicht, weil Tinder ist so, ich assoziiere mit dem wirklich einfach Oberflächlichkeit pur. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, Hinge, weißt du, dort muss man per se nicht nur mal daten, da kann man auch Freunde finden. So. Dann habe ich mir literally eine Woche Hinge abladen, das war so ein bisschen die Abmachung. Und dann reden wir nochmal drüber. Und nachher, ohne jetzt meinen Status und so anzureden, aber es ist 10 Minuten gegangen, ich hatte Hinge und ich hatte 3 DMs mit «Bist du nicht EDB?» Gell, ich habe halt den Kreis drin mit Bern, Umgebung Ja, und alles so. easy. Das ist schon chillig, ja. Nachher bin ich so gewesen, fuck, weißt du, so, das ist ja. schwere Ass. Mhm. Und dann kann ich es eigentlich gerade wieder löschen. Und nachher hat Das ist ein geiler Promo-Move, Hat aber mich jeder auch DM Links mich schicken. gesagt, nein, Bro, vertrau. Ja. Und nachher haben wir halt ein paar Leute nachher so angefangen zu schreiben und so. Und nachher habe ich irgendwann so gedacht, Alter, es fühlt sich halt an wie Imposter, weil ich habe jetzt wie immer Paranoia, dass die Leute mich schon kennen, egal wie. Ja. Nachher bin ich so bei 1, 2 so aufs Profil und du siehst ja immer den Namen. Dann habe ich den Namen einfach mal bei Instagram Ja, Classic. Dann habe ich halt so gesehen, die folgen mir. Mhm. Dann habe ich aber gleich geantwortet. Ja, und habe so mitgespielt, weißt du. Und dann so, ja, was machst du im Leben und so. Ja,
Man. Ich arbeite in der Pflege. Ja. Ich mache so ein bisschen das und dann irgendwann habe ich dann so aufgelöst. Ja. Oh, ich weiß im Fall schon. Ja. Es ist immer todesunangenehm gewesen. Ja. Ich habe sehr funny Alben Ja, gefunden. check it, ja. Aber ich habe dann daraus rausgemerkt, ja Bro, ich habe jetzt einfach gerade Fun, aber das wird nichts und dann hinterher wieder gelöscht. Das ist meine 3 Tage. Fair, damit du kannst sagen, 3 ich habe Tage. wirklich mir Ich habe das 3 gegeben. Tage lang eine Dating-App gebraucht und es ist nichts für mich. Ich habe 3 Stunden gebraucht, inklusive Dating-App-Manager. Was ist ein Dating-App-Manager? Schau mich an, du weißt, was es ist. Schau rechts von dir, Bruder. Schau rechts von dir, Bruder. Ich bin dort frisch out rein. Hast du mal ein Tinder-Date gehabt? Ich habe Bruder. ich habe den grössten Erfolg Ja. auf Hinge gehabt. Okay, Aber ich krass. meine, ich habe... Aber ist Hinge nicht das, wo du musst angeschrieben werden? Nein, Nein. Hinge Ah, ist so, okay. Hinge ist halt so wie, es ist nicht nur ein Bild, sondern es ist wirklich ein Profil. Also du schreibst so Steht über drauf. dich etwas. Ist es und- das, wo auch so Du kannst so Sprachmemo reinfitzen? und Ja, so? genau. Ah, okay, geil, ja. Ja, okay, crazy. aber ich habe auch nicht viele Dating-Apps gehabt. ja. Ich habe einmal, nachdem der Podcast gestartet hat, Dating-Apps abgeladen. Und das war genau so, wie du es bei dir Ja. erzählst. Also es ist dann wie so... Fett unschwierig, Mann. Fett unschwierig, Es Bro. ist mega und unschwierig. nachher bist du dann so wie... Bro, du bist einfach hure paranoid. Ja. So, und Also dann, mir wird ja, ich weiß nicht, wie du mit dem umgehst, aber ich werde allgemein schnell paranoid, wenn es um so Sachen geht. So. ja, also es hat auch, also ich habe das schon ein paar Mal erzählt, wir haben halt auch sehr viele Witze gemacht in so einer Richtung in dem Podcast anfangs. Schau, hör mal auf, wir sind ein ernstes Gespräch am führen. wo vielleicht gewisse Leute dann assoziiert haben damit, dass ich es geil finde. Ja. So, dass ich voll auf der Suche bin. Ich bin vielleicht damals auch so ein bisschen... Ist ja voll okay, Bruder. Du Ja. bist auch Sing. Bruder, wir müssen das nicht vertiefen und sagen, Nein, du hast nein, das, aber weißt du, so, wir haben so die Witze gemacht, so, ich bin der Ficker von Zürich, weißt du, so dumm einfach, Bruder. Ja. Und dann hat es halt auch schon einen Moment gegeben, wo ich dann gemerkt habe, ich bin vielleicht doch der Ficker, Bro. Das ist mir so das ist ein bisschen unangenehm, Bruder, weißt du? Bro, also die Frau geschrieben, ey, Ficker, weißt du, als DM, Bro. Ich habe ihn so präpariert, dass die Frau, er schreibt dir direkt, hey, Ficker. Bro, Also, nein, Bruder, weißt ist das ein Diss oder ist das jetzt ein Open? Aber Ich weiß real. nicht. Ja, real. Ja, Real anyway, so. Bro. Ich glaube einfach, ich glaube einfach, das Ding ist, du bist automatisch interessanter für Leute, weil du stehst in der Öffentlichkeit oder Ja. weißt, sie wissen einfach mehr über dich, anstatt nur ein Bild oder whatever. Und darum passiert es. Aber ich würde ehrlich gesagt, ich würde es gar nicht verteufeln, Bro, weil ich hätte meine Freundin gar nicht kennengelernt, gäbe es den Podcast nicht. Ja, Und nicht, eben. weil sie das gelost hat, sondern aus anderen Gründen. Aber es ist wie so, es hängt so zusammen und am Ende des Tages bist du der Mensch, der du bist. Und der Mensch, der du bist, macht halt Musik. Und der Ja, Mensch, der safe. Musik macht, steht auf der Bühne und wird erkannt und wird gesehen. So. So ist Und es. wird von Greist ist. Und wird von Geist ist. Preach. Bro, noch eine letzte Frage. Oder, also, so wie ich unter Fußball, Interesse oder Sport generell? Also ich komme hure draus. Ja. Also würde ich sagen. Was ist Abseits? Ey, Spaß. Spaß. Eyri. Alles gut. Muss ich jetzt wirklich Spaß, Bro, man. Mein Gott. Nein, macht nur Spaß. Also ich komme glaube gut raus und ich kenne mich auch easy gut mit History aus von Ja. Fußball so. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich würde jede Woche Super League und Champions League. Safe, aber das heißt wahrscheinlich eher so zum Beispiel IB, Bern. Oder? Nein, aber da bin ich voll raus. Ah, Winter hat euch Ich gefickt, schaue ha? mir- Bro, da bin ich draus. Okay, dann voll international. Also ich weiss so, dass IB nicht so gut abgeschnitten hat die letzten Jahre, aber ich schaue meistens Zusammenfassungen aus der Premier League ja, sind oder das, so. ja, sind das ja. Ja. IB das ja nicht so gut, aber sonst sind sie Super gut. League ist halt auch ultra langweilig. Also weißt du, es ist Ja. immer die am meisten Cash in der Saison haben, gewinnen auch die Saison. Jetzt eben seit ein paar Jahren ist im Fall ein bisschen mehr am Dingseln, weil... Ja, einfach das Mittelfeld, oder? Ist einfach spannend. Aber die oberen Ränge sind einfach immer ein bisschen klar. Eben seit ein paar Jahren eben ist ein bisschen gute Mischung dabei, weil es haben angefangen, eben gewisse Investoren anfangen, in gewisse Vereine investieren, so auf das Lugano da oben, auf das Servet Genf da oben und so. Und dann ist schon nice, weißt du, so ein bisschen für, dass nicht nur Basel oder IB ist. Aber ja, was mir Folgefrage zu all dem gewesen wäre, eigentlich ist so Messi oder Ronaldo. Ah, Bruder, fick mich nicht. das Ding ist, ich schätze wie Ronaldo seine Disziplin. Ja, Mann. Also Muss das man auch respektieren, ja. finde ich hure hart. Aber ich finde, vom Spielstil her habe ich Messi, glaube ich, immer spannender gefunden. Ja, Löwe, Bro, mach Outro. Hey, die letzte, Von mir wir machen kannst du jetzt, auch machen. wir machen jetzt immer so, dass die letzte 30 Sekunden, letzte 4 Sekunden, letzte Minute, whatever, unserem Gast gehört. So, du darfst sagen, was du willst, du darfst preachen, was du willst, du darfst auch nichts sagen, whatever. Es gehört einfach dir.
Am Rest von euch wünschen wir eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Danke, bist du da gewesen, Bro. Danke für das. Es ist Ja, extrem schnell gegangen. Ich habe das Gefühl, wir haben nichts besprochen irgendwie. Ja, das war fast 2 Stunden. Das ist Alter, krass. die Zeit ist gerannt. Danke dir vielmals für die wunderschöne Zeit, Bro. Zeit. Und, Ja. und Mal hören, Manilja. Ja, Mann, Dann der kann ich dafür letzte hier Moment gehört dir. Dann kann ich dafür hier sein. Macht euch keinen Stress dadurch, Mann. Leben ist völlig in Ordnung. Nehmt nicht alles so wichtig. Ich sage jetzt extra nicht, ich bin der Ficker von Bern. Ich will nicht so komische DMs haben. Also, das habe ich ernst gemeint mit dem Lebenslauf und so. Und Steve Merson Screenshot. Und Free Palestine. So viel Scheißstatus, wer lässt heute denn noch Radio? Wirf mein Herz auf den Tisch und füll dir mitbau das Stadion. Heute bin ich viel wach, alles an meine Sorgen. Warte nicht auf mich, ich bin bald da. Schau so gerne ins Bein, sag ich sie verloren. Hört sie meine Songs, das sind neue Love. Ja, ich weiß, dass es alles nur Träume sind. Doch fühl mich den Sternen an. Schau so gerne ins Bein, sag ich sie verloren. Hört sie meine Songs, das sind neue Love. Schau aus dem Ding aus meinem Zimmer wird eine grosse Sache. Das ist mehr als ich je gehabt habe. Jetzt haben die Platten, die sind goldig wie ein Sonnenglas. Und du fragst dich, wie das geht. Spiel noch und Show von 1000 Leuten. Ich mach alles, aber nicht. Ich bin Rookie of the Year, doch ich versteh das alle nicht. Flieg mit paar Brüdchen nach Berlin. Ich hoffe, die Welt mir ist nicht zu teuer. Danke Leben, es ist jetzt gut so. So viel Scheißstatus, wer lässt heute denn noch Radio? Wirf mein Herz auf den Tisch und füll dir mitbau das Stadion. Heute bin ich viel wach.